so viel. Ich brauch nur, um selig zu sein. Zwei Fiedeln, ein Klampfen, ein Ohr, ein Klavier, ein Glasl für heurigem Wein. Da wär ich wie warisch, ganz wurlert und narisch, besonders da bin ich ein Grein. 10 Schilling für Schrammen und Buren frisst man Kramen, das kann nur wer verstehen. Trinken wir noch eine Flasche Wein, hol oder noch, das muss ja nicht das Letzte sein. Hol oder um dieses Tor gibt's ein Genie. Hol oder da müssen wir noch eins repetieren. Ja, noch eins repetieren. Freundeln und Bekannten und Verwandten sind die größten Tschecheranten. Ja, aber wir sind so benannt. Wir machen gewisse keine Schande, denn wir fallen nicht aus dem Rahmen. Wir haben sich Vierteln über den Gaumen und dazu rennt der Klasse Schnee. Wir sind keine Weh, na, wir sind keine Weh, na, wir sind keine Weh, das wissen Sie. Jawohl. Grüß euch, Kavidiere. Kavidiere und grüß euch, servus. Schau da was an. Schön, dass alle wieder da seid. Wer ist denn alle da? Ui, da sind Mengen sehe ich bereits, Klaus. Mengen. Menschenmengen. Na, haufenweise. Also unglaublich. Was, der Roman Buchter sagt, Klaus, dein Bild ist super belichtet und kommt in HD. Ja. Das ist schön. Das ist sowieso gut, gemacht, ja. wahrscheinlich. Dankeschön, Roman. Grüß euch gut. Wolfgang Spitze, Hoffmann, meine Mama, die Gerda Steuer ist dabei. Didi Prager, der Klaus Z. Wir wollen euch endlich wieder live. Na klar. Blunzenkistel ist da, Susanne Bum ist dabei. Matthias Mariacher, Fritz Startkus, Almoschkugel. Wenn ich jetzt alle aufzählt, da brauchen wir die halbe die Sendung. Na, was heißt? Das ist schön. Das ist schön. Dücker Floridsdorf, Hubert Hinkofer, Michael Neubauer. Michael Neubauer, das ist aber Fred. Das ist aber schon Fred. lange nicht gesehen. Ja. Franz Ruschka, Michael Stark. Na, schau da was an. Die Hetty aus der Schweiz hat ein Geburtstagskind gesagt, ja, ist schon vorbei. Vorgestern war mein Geburtstag, am 18. Heute hat ein anderer Geburtstag, von dem wir nicht viel reden wollen. Daniel Schlöge, Almoschkul, Fritz Startkus, herrlich, alle da. Na, große Freude. War ein Mensch. Bin Hakling, die Wildcat, aber sie ist da. Wildcat, großartig, dass du trotzdem dabei bist. Zonko ist dabei. Siehst du das schon her? Da hinten. Na, da hinten habe ich gebrandet für die Insider. Zonkos Welt TV. Man sieht es jetzt nicht gut, gebe ich zu, aber es ist vorhanden, es ist im Bild. Man sieht, oh ja, für die Insiders ist sicher. Sag ich bin ja kein richtiger Insider, aber trotzdem ein Insider natürlich. Du bist, wie wir Montrealer sagen, ein Highsider. Ja, weiß ja wohl. Das kenne ich nur vom Mountainbike-Fahren, nicht vom Skifahren, so ein Highsider. Ist mir schon gelungen. Wirklich wahr. In jungen Jahren, ja. Ist nicht angenehm. Na, das stimmt. Na, aber shit, du schau, die Hage ist da, servus Buben, grüß dich gut. Jasmina Lamprecht, Grüße aus Deutschland. Von wo aus Deutschland? Ist nicht, Jasmina, ich freue mich, dass du dabei bist. Von wo aus Deutschland, weil wir haben ein paar Deutsche da, ne? Da muss man das schon präzisieren. Ne? Du, ich habe heute einen provokanten Titel genommen. Ja, hat sich gleich jemand beschwert bei mir? Nein, wirklich? Ja, auf Facebook hat sich jemand beschwert. Der Georg Scheurer, dass man ihn nicht so schockieren soll. Ja, gibt nur einen Herzinfarkt. Naja, ich habe geschrieben, deswegen habe ich heute auch dieses Leiberlaunch, Rammelklang Festival mit der Kontergitarre, weil ich nehme mal an, es wird auch nicht stattfinden heuer, aber ich habe das deswegen gewählt, um ja schon einen kleinen Missstand einmal wieder einfach nur klar zu machen. Wir können nur im Laufe der Sendung darüber plaudern, aber es ist also mittlerweile auf jeden Fall fix, dass die Großveranstaltungen ausfallen, sprich alle Festivals, alle größeren Veranstaltungen und ja, das ist natürlich
das war am Anfang dieser Zeit für uns schlimm genug, aber da haben wir halt gesagt, hau nicht gesund, Patrick, mit deinen Kopfhörern. Nein. Haben wir gesagt, das ist schlimm genug für uns, aber ja, mein Gott, nach 1, 2, 3 Monaten wird man schon Ding, also, aber jetzt ist es quasi fix, dass die Großveranstaltungen zumindest, ja, ich sage mal fürs ganze Jahr oder auf jeden Fall für die Saison natürlich ausfallen, so wie auch das Schrammelklang-Festival. Wobei es ist noch immer nicht fix ganz. Ja. Das ist Ja, interessant. aber es ist. Dafür habe ich gerade eine Meldung bekommen, was sowas angeht. Zum Beispiel die Museen öffnen bereits am 1. Juni. Ja. Das Weil von ist Fritz geht also das Mammuts und bei uns im Beiviertel. Na klar, das eröffnet es, weil da wissen Museumsdorf, Niedersunds und so. Ja, aber es ist natürlich was anderes. In einem Museum kannst du leichter mit einer Maske reinmarschieren oder so bei einem Konzert. Und für uns heurigen Musiker oder Wiener Liedmusiker ist es halt so, wenn keine Gastronomie existiert, dann brauchen wir gar nicht anfangen. Aber ja, keine Konzerte, damit war etwas provokant, diese Pavlatschen betitelt. Soll nicht heißen, überhaupt keine Konzerte mehr, aber es ist quasi fix. Im Sommer spielt sich nichts mehr an. Es sei denn, irgendwann dürfen die kleinen Heurigen aufmachen. Dann haben wir ein bisschen einen Vorteil gegenüber den Künstlerkollegen, die nur auf großen Bühnen spielen, weil wir können vor 20, 30 Leuten halt auch spielen, wenn wir dann dürfen. Aber wir werden sehen. Ich glaube, ab Mitte Mai öffnen die Lokale wieder. Naja, aber man spielen darf, ist die Frage. Aber mit Maske dann alle. Ja, schau, der einzige persönliche Kontakt. Das so alles. Wie früher vom Grammophon. Ja, genau. Ja, aber Jesus, nein, ja, die Susanne hat recht, ich hab mein Haberl vergessen. Halt, Patrick, mach dein Anboteling, ich muss mein Haberl holen. Patrick, ich schalte dich groß. Ja, bitte schalte mich groß. Ich komme gleich. Ja, das ist mir recht, bevor ich nämlich verdurste hier und bevor das endgültig warm wird. Anboteling heute die Klassiker, den kennt, also jeder, der zugeschaut hat, kennt den schon wieder. Weinbau Graf am Pinot Secco von Pinot Noir, weiß gepresst und das Ganze als Sprudelwasser dann. Ist wunderbar. Ein Flascherl habe ich noch gefunden heute daheim. Weil ich sagen, das Lager leert sich schon langsam hier. Aber ich freue mich auf den Sprudel jetzt sehr. Ich muss nur aufpassen, dass ich den nicht ganz austrinke. Jetzt, wenn mein Schatzerl nach Hause kommt, wird die sicher auch einen Schluck haben wollen. Aber wenn ihr auch was zum Trinken wollt, holt sich was, macht ein kurzes Flascherl auf. Muss ja kein Wein sein oder ein Sprudel sein. Es kann auch ein Wasser sein, es kann ein Kaffee sein, es kann eine Frukade sein, es kann ein Smoothie sein. Aber ich trinke jetzt ein Pinot Secco. Jetzt, ich habe zugesetzt, haben wir die Kopfhörer rein und hier als erstes von dir Frukade. So aber der Frukade oder Smoothie? Ja. Smoothie habe ich heute schon getrunken. Ne? Vormittag. So, also, sehr zum Wohle, alle. Ihr habt alle was zum Trinken. Gell? Prost. Prosterle, na lass das schmecken. Für dich auch Weinbau Graf Pinot Secco vom Adi und Lukas. Sehr gut, jawohl. Der ist sehr gut, den haben wir auch gekauft, wie wir bei der... So, ich schalte uns beide wieder ein, ja? Gut, gerne. So, was sagst du, mein Haberl? Passend in den Farben da zum Schrammelklang-T-Shirt. Das ist ja ein bisschen verrückt. Das ist ein bisschen verrückt. Natürlich auch aus dem Hause Mamschi. Die hat mir das gestrickt. Einmal. Das Leiberl ist auch gut, das gefällt mir. Das was? Das Schrammelklang-Leiberl ist schön. Das ist gut, gell? Ja, mit ja. Das auch mit der Kontergitarre. Da gehört auch nicht mit der Quetschen einmal drauf, weißt du? Ja, du hast recht. So. Gehört auch nicht, unbedingt mit der Knöpferl. Das stimmt, ich sonst bis jetzt nur gehen mit einer Klaviertastatur. Ja, das fällt wirklich, die Knöpferl. Ich muss ja mit 10 ein Wort reden. Da muss man reden. Naja, ich hoffe, dass das mal stattfindet. Ne? Ja. Vielleicht war es heuer gewesen, Patrick. Vielleicht war es heuer gewesen. Da schau her. So, die Susanne, dafür bekomme ich heute eine Heißelfrau. Ja, auf jeden Fall, Susanne, weil du hast mich natürlich aus einer Misere gerettet. Fast jetzt hättest du die ganze Zeit mein Klotzen aushalten müssen. Das wäre natürlich nicht zumutbar gewesen. Und mir ist es auch nicht aufgefallen. Na, das ist stimmt. Furchtbar. Stimmt, eigentlich. Ja. Naja, wie man sagt, Schaß augert halt. Ne? Nicht traut Acht. Der Markus Volker ist da, Grüße aus der Eifel. So, was haben wir noch? Taptrade ist dabei, ein paar neue dazu. Ja. Michael Stark haben wir schon gehabt, einer wichtig. Wo habe ich denn irgendwo noch was gesehen, was ich... Die Hage. Der Dieter ist dabei. Irgendwas ist halt anders. Genau, der Klaus hat nichts auf. Jetzt aber. Der Ronald Kreuz. Moin, Grüße aus Hamburg. Fast verschlafen, na Gott sei Dank nicht. Na Gott sei Dank nicht, ja. Ja. Na passt, sehr gut. Na gut, pass auf, dann komme ich. Tom Turbo. Ja, wo ist ähnliche Haberl, haben die Omis früher über die Klopapierrollen gestreift.
So, warte, Ja, das hat man dann. wie geht denn das mit Blockieren? Warte, den hau ich raus. Den hau ich raus. Nein, ich sag jetzt nichts, weil oh ja, ich sag's trotzdem. Da kannst du dich nicht an die erinnern, früher so Pensionisten mit Hut, die gefahren sind nach hinten auf der Abdeckung im Auto, auf der Kofferraumabdeckung, auch oft sowas gehabt, so eine Klopapierrolle mit so einem Strickmuster, mit so einem Hauerl drüber. Kann mich als Kind noch erinnern, hab das irrsinnig lustig gefunden. Ja. Das ist das gleiche Muster, mein Lieber. Ja. Aber ich hoffe, ich werde nicht blockiert. Aber ich sag dir was, so ein Klopapierrollenhauerl, da ist allerdings so ein Bommel drauf gewesen. Haben wir nämlich auch gehabt. Und so Rüscheln rundum. Ja, genau. So Rüscheln. Und dann Hat mein Vater nämlich auch gehabt, aber nicht auf der Ablage hinten, das hätte meine Mutter nicht erlaubt. Jawohl. Benjamin Rüdener ist da, Grüße die Runde. Servus Benjamin, du bist nicht zu spät oder zu früh, weil bis jetzt bin ich nur verarscht worden. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Dem Klaus passt später. Tom Turbo versucht sich jetzt eine zu handeln, aber Gerhard Wieser ist dabei. Erst die Freimilch, super. So viel Leid. Pass auf, der Patrick, da wäre ich jetzt zum Anbotteln meinerseits. Bitte mach du das, ja? Ich halte mich still. Ja, ich mache mich kurz groß. So, New Scene. So, weil ich hab mein Studio umdekoriert, also umbaut. Und jetzt habe ich die Gitarren alle an der Wand hängen. Man sieht nur einen Teil jetzt. So, aber ja, deswegen habe ich das da so, dass man das ein bisschen dramatisch hinter das Licht da auftrat. Nicht? Warte mal, das muss ich. Patrick? Ja, bitte, soll ich wieder was sagen? Nein, darf pass ich? auf. Nein, Ich schalte dich nur dazu wieder. Ich schalte dich dazu. Ich schau nochmal das. Sieht man nicht. Aber warte mal. Patrick, sag nichts oder sag was. Ich bin gleich da. Das sind Regieanweisungen, mit denen kann ich arbeiten. Das ist, sag was, na sag nichts. Das gefällt mir. Was mach? Ein lichttechnischer Effekt, der uns da erwartet, was ich jetzt sehe. Schön. Tust du eh nicht weh? Ich hoffe, jemand, du hörst mich jetzt nicht, aber es ist leibend. Das gefällt mir schon wieder. Ich habe jetzt Zonkers Welt beleuchtet. Das ist mir jetzt eingefallen. Jawohl! Jetzt sehe ich das. Also, ja, genau. Naja, die Lampen rutscht irgendwie runter, oder wo? Das gehört leider auf. Ja, die kann ich nicht. Die geht nicht. Ach so. Das hat schon knackst irgendwas. Ja. Ein Heller in die Mobbingkasse, der HG. Ja, genau. Die Mobbing. Bei uns gibt es heute einen Portugieser Zweigel Cuvée vom Weingut Grasl bei der Daniela Schlögl. Da schau her. Ist auch was Gutes. Ja, klingt sehr gut, sehr gut. Ja. Ja, der Tom Turbo, wir sind schon wieder gut miteinander. Kein Thema. Fritz Stadtguss und mit Wackeldackel. Ja, genau, den haben sie auch gehabt. Ja, genau. Ja. Ui, schaut der Rudi Korbes. Sapperlot beim Anbotteln kriegt man direkt einen Guster. Grüß euch. Ja. Mörderhose, sagt der Zonko. Naja, Entschuldigung. Aber ich hab sogar. Fix, Gefällt mir gut. Ich hab sogar heute, passend zum Haberl, orangene Socken. Das sind ja fast KTM-Socken. Natürlich, ja. Natürlich. Ja. Man pfuscht ja nicht herum. So, ich war beim Anbotteln. Das Beinkleid ist ein Wahnsinn, das Gestreifte, sagt der Dieter. Ja, es ist so kariert mehr. Ein fesches Pyjama-Hose hat der Spitze. Nein, es ist keine Pyjama-Hose, das ist eine Freizeithose. Weil ich habe diese Jogginghosen zum Beispiel, habe ich nie mehr, die sind immer zu warm gewesen. Dieser dicke Stoff von den Jogginghosen. Da gibt es auch ganz dünne davon. Ja, ich habe noch keine gescheite Jogginghosen, liegen mir gar nicht. Und jetzt der Ronald fragt aus, hast du eine Nachthose an? So, pass auf, den Ronald, der Makler sperren, da kenne ich nichts. Die werden alle. Wenn du alle sperrst, haben wir keine Zuseher. Ich brauche keine Zuschauer. Ich bin Künstler, ich brauche euch nicht. Das ist ein Klassiker. Klaus Kinski. Ja, genau, ich brauche euch nicht. Schlafhosen, Hubert Hinkofer, urgelenkig, sagt der Zonko, allerdings meint das natürlich eher wahrscheinlich sarkastisch. Ja, na gut, na sicher, man, im Prinzip alle sperren. Das ist ja da ein Wahnsinn. So, Zonko, pass auf. Pass auf, dass das nicht verschreißt, sonst bricht es sich noch was dabei. Weißt du? Ja. Oder ein E-Schiers oder so. Was eigentlich. Habe ich zum Glück schon lange nicht mehr gehabt. So, ich komme jetzt zum Anbotteln. Patrick, ich mache mich groß. So, jetzt wirklich. So, dann geht sich noch. So schaut euch das an. Im Full HD, jetzt da quasi. Hör auf zum Husten, Patrick. Da fällst man in die. So, pass auf. Da dann wir umschalten auf die Werbung für den nächsten Livestream. So, und jetzt da geht's auch. Meine Herrschaften, ich habe mir erlaubt, einen vom Strauch aufzumachen, einen Wiener gemischten Satz, und zwar DRC von der Rede Steinbügel
Das ist also da in Strebersdorf oder ist Stammersdorf schon, ich glaube Strebersdorf. Und ist ein Trocken, also halt auch. 2019er so, war glaube ich, weiß gar nicht, der war sicher bei den letzten Weinverkostungen auch dabei. Und den wäre jetzt anbotteln. Gemischter Satz. Ja. Die Leute lassen mich mit der Hose nicht in Ruhe. Die Susanne sagt, wenigstens schön schaut aus. Ist ja fast ein keltisches Muster, die Hose, der Fritz Stadtguss. Ja, das ist mein Clan. Das ist mein Clan. Ich habe heute übrigens 2 Flaschen zum Anbotteln, Patrick, nur dass du das weißt. Aha. Ja, ich habe. Orgie. Naja, das. Der Kinski war ja ein riesen Arschloch, aber seine Ausraster waren genial. Der Spitze. Ja, absolut. Ich glaube, deswegen ist er ja nur übrigens bekannt worden. Sonst hätten sie ja mehr rausgekaut, den Koffer. Ja. Na wirklich. Aber es war natürlich klar, die Ausraster. Ich meine, aber klar, ich weiß nicht, Patrick. Wer war denn das einmal bei dir einen Ausraster gehabt, einen leichten? Den du so. Nein, das kann man nicht sagen, war ein Kunde. Aber es war ein Soldat quasi, Berufssoldat. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Der da angefahren ist irgendwie auf die Ding und das war herrlich. Der Patrick in absoluter Ruhe, aber mit einer wirklich ausgiebigen Portion an Klarheit hat er einmal zur Ruhe gemahnt. So kann man das sagen. So kann man das machen. Und ich meine, es war jetzt nicht so wild wie der Klaus Kinski. So wild war es nicht. Nein, das dauert ja bei mir lange, nicht? Ja, eben. Nein, aber das ist leider, ich kann die Geschichte kann man jetzt so ganz nicht erzählen, weil eben dann würde man wissen, um wen, also nicht um wen persönlich, sondern um welche Veranstaltung es geht, das kann man so nicht machen. Aber das war recht lustig. Und jetzt denke ich mal, also wenn jetzt ein Klaus Kinski jetzt einmal in der Depper, der Mörder, du dumme Sau! Oder irgend sowas. Ja, gut, ich hätte nicht mit ihm geredet. Ich hätte meine umgelegt und fertig. Ne? Du hast aber auch mal einen großartigen gehabt, im Dornröschenkeller. Ja, aber habe ich ja nur. Das war auch herrlich. Das war ja. Bis du aufgesprungen bist. Ja, der hat aber auch lang bedelt. Der hat lang bedelt. Den ganzen Abend. Die Geschichte müssen wir euch erzählen, aber jetzt trinken wir mal an. Patrick, genau. Zum Wohl. Also wie gesagt, mischt der Satz bei mir vom Weingut Strauch in Strebersdorf. Seht einmal auf euch. Schön, dass ihr dabei seid wieder. Prost. Prost, meine Lieben. Ja, schmeckt mir. Nicht, dass wir die anderen nicht geschmeckt hätten, aber der schmeckt mir sehr gut. Landtalstromer ist auch dabei. Herrlich. Ja. Was, mein Clan oder McLaren? Die schnellste Hose der Welt. Das hätte ich nicht machen sollen, das Aufstieg, Patrick. Das hat man. Ja, das war jetzt natürlich klar. Aber so allein mal die Hosen. Aber das der Original-Familienpartner wahrscheinlich. Ne? Was ist da? Der Right Hard and Travel Gentle. Schneidwutz ist da. Geht sich gar nicht gut. Bei mir passt alles. Ja, hat seine Heranzachtel für den Schneidwutz. Right Hard and Travel Gentle. Bei der Gelegenheit auch gleich eine Werbung für seinen YouTube-Kanal, eben Right Hard and Travel Gentle. Der ist nämlich gerade unterwegs in Südamerika mit dem Motorrad und arbeitet sich von ganz unten bis nach Alaska durch. Und in Chile hat er mir jetzt derzeit einmal die Corona-Krise eingesperrt, aber er gibt nicht auf. Er ist live dabei. Hat also eine Rotsachtel, bitte. Also nicht dahingestreckt vom Coronavirus, sondern schon vom Coronavirus, aber anders. Von den Maßnahmen drumherum. Ja. Also quasi, wir haben Berufsverbot zum Spülen und der Schneidwutz hat Fahrverbot. Schau da vorne rein. Die roten Achteln, alle Schneidwutz, schau, die sind alle für die. Ja. Da schickt sich selber sogar Achteln. Das ist ja unglaublich. Wo? Nein, wirklich? Na klar. Also komm, siehst du das noch gar nicht? Ich sehe es bereits auf YouTube, ja. Ja, wirklich. Na, Schams der Diener. Ja. Schams der Diener hat die Achteln. Na klar, warum soll er keine Achteln haben? Aber schau, Schneidwutz, alle für die. Herrlich. Und schaut rein beim YouTube-Kanal. Muss ich auch ein paar reinhauen für ihn. Was denn? Das ist ein Wahnsinn. Kann ich das auch? Warte mal. Sicher kannst du das unten noch kommentieren. Ja, ich kann nur kommentieren, aber ich habe da keine. Unten gibt es die Nein, ich bin ja nicht auf YouTube, ich bin ja in einer Software. Achso, ja. Nein, das ist okay. Dann greif's nicht an, bitte. Nicht an. Ich kann nur Achtel reinschreiben. Achtel. Das müsste jetzt
Komm mal. Ja, kommt. 16er Buben, Achtel. Jawohl. Das ist da. Ich weiß ja Das nicht. geht schneller als die Übertragung irgendwie. Das ist schnell da gewesen jetzt. Ja, ja. Das ist interessant. Nein, das ist ja die Technik. Ja, auf jeden Fall. Nein, die Geschichte war soll wir es erzählen oder spielen wir vorher was, Patrick? Spielen wir was vorher? Da spielen wir was früher. Ja, Die Dornröschenkeller-Geschichte, nicht? Ja, ja genau. Die erzählen wir, weil die ist. Erzähl's, ja, da kannst du nicht erzählen. Ja. Aber was spielen wir vorher? Patrick, was reißt auch? Was reißt da? Ups, du hast so ein schönes Lied gepostet heute schon. Das könnten wir gemeinsam jetzt partizipieren. Was war denn das geschwind? Aber Hausknecht, Ja. nicht Ja, Deutschen, haben ja. wir noch nie gespielt in dieser Art und Weise, jetzt Nein, so wie wir da sitzen. Wir machen erste Strophe und einmal Aber- Refrain, ne? Ist gut, ja. Mhm. Na passt, reiß auch. Gut, Moment. Vorspiel ein kleines von mir, wie immer, ne? Jawohl, jawohl. Ich hab auch einmal gedacht und viel Dummheiten gemacht. Ich hab aufgehört und Draht oder nix mehr mal leid. Der Mann hat sich zerfratzt, ich hab gesungen und tanzt. Ganze Nacht hab ich gewalzt und ein Bettchen hat geschnalzt. Auf Jacker Natur, mit einem gesunden Amor, wenn ich denk, wie das war, hätt es längst alles gehen. Ausgelegt, mein Bettchen, schöne Kölnerin, mein Hut, und dann fahren wir schön langsam statt fort, dass das Leben nur ein Kreuzweg ist, das hab ich längst erfahren. Und das manches ein Pumper macht, grad in den schönsten Jahren. Aja, ussassa, hodio, ussassa, aja, ussassa, hodio, ussassa. Na, ausgezeichnet. Hätten wir ruhig die zweite Tonne spielen können. Ich muss sagen, Weil ich so muss schick doch, an. ich war mir jetzt aber unsicher, weil ich warst höre du dich ja unsicher. nicht. Du warst na klar, Ich höre ne? mich ja selbst dann auch nicht, Ja. das in Zusammenspiele klingt. Ja, ja. Aber es Nein, war das schön. war, Mir ich hat's glaube, es war Spaß gut. gemacht. Die Achtel von einer, also das müsste gefallen haben. Es müsste Das ist gefallen schön. haben. Was sagt der Roman Buchter, meine Frau sagt, ich hätte abends nie Zeit, entweder ich sei im Nachtdienst oder sehe dieses Wienerlied-Dingsbums. Naja, Roman, du musst deiner Frau sagen, der muss mitschauen. Schau, meine zum Beispiel schaut ja auch mittlerweile Zonkos Welt TV. Also, nicht? Und fährt nicht Motorrad. Also, aber Thomas Bastelecke, Bruderherz dabei, Servus beisammen. Der Patrick ist ein Spurz laut, man versteht den Gesang leider kaum. Von Patrick? Ja, das ist, von Patrick kann man es nicht verstehen, weil das Mikrofon vorn bei der Harmonika ist. Aber ich störe ihn dann ein bisschen leiser, ja. Aber Probieren wobei, wir's nein, einmal. ich spüre einfach noch leiser. Das ist voll, das ist, Also ich auch- spüre jetzt so auch ganz ich- zart nur mehr, aber So leiser. Nein, ich kann dir ein bisschen. Ja, das ist, glaube ich, eben das, weil das Mikrofon 4 hängt, wo die Harmonika ist. Ja. ich muss es aber irgendwo her, ich muss nämlich den Stöpsel aus dem Ohr nehmen, weil sonst höre ich Ja, Klaus ja. spielen. Na klar, ja, Verzögert. Um 2 Sekunden und das geht Na, nicht. das ist nichts. Das ist nichts. Sonst lässt er das eh so. Ja. Aber schau die roten Achteln von einer. Also wir werden das probieren beim nächsten Mal. Oder? Moment einmal. Ich probiere jetzt einfach was aus. Entschuldigt, wenn ich das jetzt mache. Wenn ich da jetzt leise drauf mache, wird das dann Nein. der Ton bei dir auch leises Mikrofon oder betrifft das nur meinen Das ist nur Kopfhörer? dein Kopfhörer. Das ist nur dein Kopfhörer. Ganz dran lässt er sich nicht. Das ist schlecht. Okay. Okay, gut, das wollte ich nur probieren. Wir können weitermachen. Ja. Bitte, dann machen wir weiter. Was sagt der Dieter? Nein, von dir, Klaus. Warte, also jetzt habe ich schon wieder vergessen, um was gegangen ist. Dieter, warte, ich hab dich gleich wieder. Der Patrick ist eine Spur zu laut, man versteht den Gesang leider kaum. Von mir. Aha. Okay. Na gut, ja, danke. Das ist okay. Das kann ich steuern. Danke, Dieter. Das ist einfach. Das ist natürlich. Das ist klar. Ja, das ist, weil das Problem ist. Ja, nein, wurscht, reden wir nicht über technische Probleme, die kriegen wir alle in den Griff. Aber locker. Ja, Aber stimmt, wenn ich singe, bin ich lauter als beim Sprechen. Gut, ich kann natürlich deutlicher sprechen auch. Nicht? Das ist kein Problem. Patrick nicht. Bitte red nicht deutlicher.
Bitte. Da gehen wir nicht. Pass auf, die Daniela Schlegel, ja, so fängt's an. Zuerst nur mit Schauen und spätestens nächstes Jahr macht sie dann den Schein. War bei mir auch so. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, mein Munkelein wird nicht den Schein machen. Das glaube ich nicht. Soweit. Mein Schatzel hat den Schein sogar. Also, Wie wahr? die sind in ihrer Jugendzeit viel gefahren. Ja. Echt? Ja, aber jetzt schon seit über 20 Jahren nicht mehr. Also, Na, sie kann ja wieder. Erst du jetzt, jetzt ist gerade günstig, jetzt kannst du ein Motorrad kaufen, man hat ja das Geld. ich wollte gerade sagen, jetzt ist ja optimal. Ne? Vor allem, mein Schatzel braucht ja doch ein bisschen eine Maschine, aber es ist ja doch eine gewaltig hübsche Frau, nicht? Ja, schon, aber bitte, der bloß da jede Maschine. Also hallo, das muss ich ehrlich sagen. Das so, dass sie auch einen Spaß macht. Die ist ja 1,76 groß auch, also ganz klar sagen. Ja, das das muss schon passen. Naja, aber das geht schon, das geht schon. Das findet sie immer im Motorrad. Da Das gibt es keine klassische Ausreden. Damenmotorrädchen ist nichts. Da gibt kein Damenmotorrädchen. Oh ja. Ich weiß nicht was. Ein Stangelbuch. Ich wollte gerade sagen, ein Stagelbuch in rosa lackiert. Naja. Red nicht mit, Patrick, was sie nicht auskennt. Das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Du Aber pass mit auf, viel Stagelbuch wichtiger. kenne ich mich gut aus. Aber hoch zu. Der Benjamin Rüdener sagt, Patrick, du müsstest den Klaus im Skype muten können. Oder nicht? Aber schau mal, ob das nicht leichter gegangen ist, statt dass du immer das Mikrofon tust. Das Mikrofon kann ich nicht dran, ich kann nur... Nein, ich kann den Klaus nicht muten, ich kann nur das Mikrofon muten. Ja, eben, ja. Sicher gerade. Weil der Patrick hängt am Handy nämlich. Und da Genau. das nicht, ja. Aber der Ride Hartrevic sagt, Da die Quetsch geht's. ist ein Spurz-laut. Ja. Nein, aber ich glaube, das ist mir schon klar, das wird sie machen lassen jetzt da. Das Mikrofon kann ich natürlich muten, aber Ja, das ist der Herr nicht mehr. Ja, jetzt bist du, ja, genau. das ist das Einzige. Du, der Matthias Mariacher sagt, jedenfalls macht sie das besser als die Rolling Stones beim Online-Benefizkonzert am letzten Samstag. Ich hab's nicht gehört, aber ja. Naja. Ich sag's euch, das ist Moment, ich probiere jetzt etwas anderes noch einmal aus. Entschuldige. Ja. Ich sehe dich schon immer. Ja. Nein, das nutzt nichts. Ja. Nein, das nutzt überhaupt nichts. Du bist jetzt ein Nein, Standbild. das geht Dreh auch nochmal die Kamera auf und an, bitte. Also und auf. Jetzt geht schon wieder. Ja, Ich habe genau. nur probiert, ob man irgendwas muten kann, aber danke für den Tipp-Top trotzdem, aber Ja. das leider. Ja. Der Harry Schneller-Fonte, Servus, sagt, meine Software sind die Original Wiener Schwedenbomben. Das ist natürlich auch eine Aussage, aber die uns original gar nicht hilft. Ne? Also nur eine blöde Aussage eigentlich. Nur eine blöde Aussage. Na, aber Der mir nächsten, den wir gefällt's, mir sperren, der gefällt's. nächste, den wir sperren. Da kenne ich. Ich werde nicht immer besser hier, sagt der Dieter, ja. Wir werden spenden, dass der Patrick sich einen Schein macht. Der gütere Grusel, die spenden, dass der Patrick einen Schein macht. Naja, Ja, das haben wir ein bisschen Probleme, glaube ich, aber ja. der Patrick redet sich gerade in die Bretouille. Da habe ich schnell von. Und der Klaus Z sagt, passt eh. Na, wenn das ein Philharmoniker sagt, dann wird stimmen. Bitte, der Philharmoniker, jeder, Klaus Z ist Schlagwerker. Ja? Was ich nicht, Was willst du damit sagen? Dass er nichts hört oder was? es ist immer viel Lärm dort in der Gegend. Aber ich glaube, den Klaus Z kennen wir, der hat zwar keinen Führerschein, also gar keinen Führerschein, aber ich glaube, wir können ihn zu dem Biker, in den Biker-Club zulassen, weil er ist leidenschaftlicher Tuk-Tuk-Fahrer. Hat ja auch einen kleinen Weingarten am Biesenberg in Stammersdorf. Ich glaube, gell, Klaus, du gehörst noch zu Stammersdorf, nicht Strebersdorf, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ich glaube auch, bin mir aber auch nicht sicher. Ich glaube, es ist ein Stammersdorf. Ja. Und er und seine holde Gattin haben beide jeweils ein Tuk-Tuk, mit dem er nur jeweils einer fahren kann. Und da, ja, auf jeden Fall, ja, also kann man eigentlich zulassen. Ne? Mhm. Was, dass das Mikro in deinem Mund, bei deinem Mund bleibt? Nein, das kann ich nicht. Ich Nein. muss die Ohrstöpseln, ich muss das weg, ich muss beide Er muss weg. beide aussehen. Ja. Er muss beide aussehen. Ich darf den Klaus nicht hören. Das ist Patrick, das wir machen einen Problem. kleinen Testlauf, ob ich das jetzt besser eingestellt habe. Pass auf. Wir machen einen kleinen Testlauf. Wo spielen wir? Jawohl. Machen wir gleich einen Testlauf. So. Upsa. Das Kabel da ist da. Jetzt haben wir die Geschichte noch immer nicht erzählt. Na, erzähl ich dann. Wo spielen wir? Wahnsinn. Was Wahnsinn, spielen wir? Wahnsinn. Machen wir Ja, das Ringelspiel. 2 Strophen Ringelspiel. Hä? ist gut. Passt, mach mal. Sie sind C-Dur, Herr Kollege, ja? C-Dur, weiße Tasten, jawohl. Geht schon? Retten sein
ein größter Jux für groß und klein, jeder Schimmel lackiert, wirklich frisch geschmiert. Eine Fuhr, eine Tour kostet 20 Groschen nur, eine Reise voller Spaß, ohne Reisepass. Jeder rutscht sie wie er kann, vorwärts gehen wir so. Schön ist so ein Ringelspiel, das ist ein Hitz und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder fortweg und draht sie da am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, aber schön ist so ein Ringelspiel. 3. Mai, 4. Mai, welcher Tag ist einerlei, immer steht für deiner Tier irgendein Kassier. Ob es März, ob August, immer fort und zahlen musst, einmal Steuer, einmal Gas, immer gibt's etwas. Jeder druckt sie nacheinander, die Tierschnäuel in die Hand. Schön ist so ein Ringelspiel, das ist ein Hitz und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder vorblick und draht sie da am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, oh, schön ist so ein Ringelspiel. Jawohl, jawohl, jawohl. Wie war's jetzt? Gebt's uns ein Feedback. Wie war's also soundtechnisch? Ich glaube, es ist besser, es war über die 8. Die Achteln von einer, das ist direkt ein Guster gekriegt. Die Achteln, na herrlich. Du. Apropos, werden wir gleich ein Schlückchen noch nachschenken. Warte, aber ich glaube, jetzt muss ich dir aber lauter dran wieder ein bisschen, glaube ich. Warte, so. Ich habe das Mikrofon jetzt wieder oben. Ja, naja, hoffen wir das Beste. Ja. Hoffen wir das Beste. Auf das es eintrete. Ja. Du, ich mache das zweite Anbotteling. Ich kann es nicht mehr erwarten. Na bitte mach's. Ja. Und zwar, es ist ja keine große Überraschung in dem Sinn, sondern ich habe ja gestern Doppelliter Harry Schneider-Fonte, der hat da 8 Leute. Sind sie angezählt? Habe ich da eine Musik gehört, sagt der Onkel Ramirez. Na, das gefällt mir. Beim Onkel Ramirez ist mir gestern beim Podcast ein kleiner Fauxpas passiert. Ein Foxpax. Ein technischer, wo mich der Harry Schneider-Fonte sofort darauf hingewiesen hat und ich diesen Fehler, Harry, binnen Minuten gelöst habe. Ja, da hat es ein Klicken gehabt. Ein Klicken, ein Klacken und das habe ich jetzt wieder aus. Also jetzt ist der Podcast mit Onkel Ramirez wieder in Ordnung. Ich habe schon geglaubt, du hast ein Metronom mit drin gehabt, oder was? Ja, genau, das war's eh. Das war's eh. Hast du eingeschalten gehabt? Na schau, der Onkel Ramirez, was sagt er? Der Patrick ist ein wenig leise. Nein, eben, jetzt muss man wieder auftreten. Ja, wenn ich zu singen beginne, was soll ich machen? Das ist ja, nein, das passt schon. So, auf jeden Fall habe ich ja von der Daniela Schlögl, so wie der Patrick hat es zu Ostern bekommen, ich habe es zum Geburtstag bekommen, 2 Flaschen und da möchte ich heute jetzt anbotteln den Wikis Zwetschgenlikör von 2018. Den werden wir jetzt für einen Zeiger gut, sagt der Klaus Z. Ja, das war das Metronom drinnen, das hat er mit auf. Ja. Ich habe mir gedacht, das ist mein Klopfer, danke Ramirez. Ja, das war ein Metronom. Ich habe das in meiner Software, wo ich das dann auf MP3 umgearbeitet habe, da hat das Metronom mitgeschnitten. Ja. Ein Klassiker. Der Blunzenkistel sagt, ja, er ist zwar Musikdilettant, glaube ich nicht, aber wenn du mich fragst, das hat gut gelungen. Ne? Danke herzlichst. Ja. Perfektes Zusammenspiel ist das wegen der akustischen Internetzeitverzögerung oder trotz dieser, sagt der Thomas Klagenfurt, das wissen wir nicht. Ja, wissen wir schon. Wir werden das erst erfahren, wir werden das erst erfahren, wenn wir wieder zusammenspielen, der Patrick und ich. Live, meine ich. Weil da werden wir wahrscheinlich zeitverzögert spielen. Ja.
Schau, die Mamschi von der Hette ist auch da, die Isabella Wipfli. Der Schweizer sind heute da. Brigitta Scheurer natürlich, die ist noch ganz damisch vom Englisch befahren. Schön war's, ja. Ja. So, pass auf, schau, jetzt haben wir das eine da, einen Zwetschgenlikör von der Daniela Schlögl und lass mal kurz schmecken. Ich hab noch gar nicht auf die... Ui. Erst, das ist ein Likör und kein Wein. Aber... Da schenkt sie ein Achtel erst. Aber was? Herrschaften, sehr zum Wohle auf die Daniela. Danke herzlichst nochmal für dieses herrliche Geschenk. Duftet schon mal ausgezeichnet. Herrlich, herrlich. Ja, Ich bin schon gespannt drauf. Ich habe so viele Geburtstagsgrüße bekommen, ich habe aber noch nicht geantwortet. Ich sag's gleich, wie es ist. Sehr zum Wohle, Prost. Ja. Klaus schaut glücklich. Ja. Ja, hat einen Fehler. Ein zu kleines Flascherl. Das ist ein Mutzerfehler. Oh, herrlich. Da muss das gut einteilen, hat die Mama gesagt. Weißt? Ja, aber das wird weg, das hält ja nicht lang. Das Flascherl geht ausgewaschen, hat dann Nelle zurückgeschickt und nachbestellt. So schaut's aus. Und der Harry Schnellerfonte. Der alte Specht, der klopft schon schlecht. Patrick, was kann sich noch erinnern an das Lied? Das ist ein Wahnsinn. Wir kennen es nicht. Das wollte immer ein Freund von uns, wollte das immer aufnehmen. Und wir haben gesagt, das ist, wozu? Das hat uns nicht interessiert. Und das ist uns immer nachgerannt, gell? Mit dem Lied. Das ist nämlich auch nicht, das ist eines dieser berühmten. Ja, na, war herrlich. Der Onkel Ramirez sagt, der Dank geht dem Herrn Silberban. Na, unbedingt. Er hat mich gleich kontaktiert und gesagt, da stimmt was nicht. Und ich habe auch sofort reagiert, habe alles liegen und stehen lassen und habe da sofort umgeschaltet. Ja. Ja. Schon wieder das silberne Kandel, das haben wir jetzt erst dreimal gespielt, die letzten Mal. Das haben wir die letzten Mal gespielt, zweimal, glaube ich. Wirklich? Die Brigitte Scheuer hat gerade geschrieben, ja, das haben wir gespielt, zweimal, ja, ja. Na, jetzt spielen wir es nochmal. Ist ja nein, das ist so daneben gegangen. Das aber haben wir zweimal probiert und war eine Niederlage. Ne? Das ist nicht gut. Das weiß ich. Machen wir so. Daniela Schlögl, war mein letzter, sonst wäre es eh größer gewesen. Na gut. Schade. Aber Gott sei Dank, du magst du Neiche. Ehrlich, warte gleich noch mal einen Schluck nehmen, weil, ja. Na, Patrick, ja, silberne Kandel. Ja. Zum Desinfizieren. Wie der Wiener sagt. Der Wiener sagt Desinfizieren. Desinfizieren. Ja. Nein, ich habe schon gesagt, Desinfestieren, habe ich auch schon gehört. Ja, das ist aber falsch. Der Wiener sagt Desinfizieren, ist tatsächlich. Das war im Weihviertel, habe ich das gehört gestern, ja. Desinfestieren. Na gut, du wirst mehr gehört, aber desinfizieren. Das ist aber eine milieubedingte Äußerung. Ja. Das ist die Weinviertler-Krankheit, das ist ein Blödsinn. Daniela Schlögl, das ist fix. Super, siehst Patrick, man muss nur lang genug reinsudern und dann geht es. Na super, jawohl. In Dienstmann, nein, haben wir nicht drauf, Onkel Ramirez. Das ist eine Filmmusik eigentlich und den habe ich nie, da will er nicht schwer sein, aber... Ja, da sind ein paar Fallen drin. Ich glaube, wenn wir das gar nicht zusammengespielt, also wenn wir jetzt live nebeneinander sitzen täten, war das schon machbar irgendwie, nicht? Wenn man gleich die Noten aussucht. So ist das Ganze. Das Lieder wünschen ist natürlich ein bisschen schwierig überhaupt, nachdem wir nur gewisse Lieder spielen können auf diese Art und Weise. Nein, das möchte ich nur dazu sagen. Das wissen sie. Das wissen sie, dass das eine sehr schwierige Geschichte ist. Weil, aber wir schmeißen uns für euch ja wirklich in die Brennnessel. Mir raubt nichts mehr Ruhe geht zum Beispiel. Das können wir machen. Na, Johann Schütz. Der Klaus Z sagt, Desinfizieren ist eine enharmonische Veränderung. Das heißt, wenn ich von einem Fis zu einem Gess wechsle, ist das eine enharmonische Veränderung? Nein, wenn es ein Schis-Moll wird, dann. Wenn es ein Fis ein Schis-Moll wird, dann ist er... Der Harry Schnellerfonte, Klaus, die E-Gitarre hinter dir würde mich interessieren. Magst du was auf den Kanal? Ja, vielleicht einmal. Mit dieser Jazz, das ist, also, die E-Gitarre habe ich da auch noch, aber die Jazz-Gitarre, mit der war ich ja legendär am Jazzkonservatorium, ein Semester. Ja, habe ich schon mal erzählt, glaube ich, die Geschichten. Ja. Und da hat mir die Dame im Sekretariat, ne, also ich komme rein und die sagt, jö, servus, Christi,
Nein, das ist aber toll. Ich habe gar nicht gewusst, dass du vortragst. Also genau, ich will nicht vortragen. Ich tät gern als außerordentlicher Hörer, der also teilnehmen. Nicht? Ein Klassiker. Und sie hat so richtig schön auf Wienerisch gesagt, za was? Da habe ich gesagt, nicht damit ich weiß, was ich spiele. Nicht? Also das hätte mich wirklich interessiert. Und war dann also ein Semester, ein Semester war ich dann am Jazzkonservatorium und haben wir das angeguckt. Oder respektive habe dort den Unterricht genossen und natürlich viel gelernt, aber der Aufwand war enorm. Also für der Aufwand, für das, was man dann schlussendlich lernt, zahlt sich das nicht aus. Das zahlt sich nicht aus. Also für mich, ja, das ist echt, das zahlt sich. Und dann ist mir natürlich schon klar geworden, warum das so ist. Und logischerweise, weil wenn ich natürlich das schneller jemandem beibringen kann er früher auch von dem Konservatorium abgehen und natürlich nichts zahlen. Nicht? Also am Ende des Tages geht es ums Geld und daher ist dieses Lehrsystem recht verkompliziert, damit es nicht zu schnell funktioniert. Nicht? Weil klar, nicht, du sollst ja deine Semester zahlen. Also das habe ich rausgefunden. So. Jetzt habe ich da nicht reingeschaut. Wenn es Messing kommt, spielt was euch gefällt, sagt der Günther Rusl. Das ist am einfachsten, weißt? Ja. Da können wir uns das aussagen, was geht. Ne? Das Vogel am Bahn fragt der Blunzenkistel. Ja, Patrick, das geht sich nicht aus. Da muss ich die hören. Patrick, da muss ich die hören. Weil ich kann das Solo nicht spielen, es geht nicht. Geht nicht. Solo kannst du nicht spielen, aber... Und um das geht es bei dem Lied eigentlich. Der Rest ist eher lieb, aber... Naja, nein, warte mal. Nein, oh ja, du musst ich habe zu dir, du darfst halt nicht, du musst halt mitdenken. Ja, das ist schwierig, ja, weil ich die nicht her. Probier's ja wurscht, reißt halt an. Nein, das geht nicht. Geht sicher. Das mache ich wirklich, nein, das ist ein Blödsinn. Das ist schade um die Nummer. Heute. Geh. So, nein, wirklich, ist so. Aber mir raubt nichts mehr Ruhe, können wir ruhig machen. Dabei, ich könnte das Vogel mit der Mandolin spielen. Ja, warum nicht? Das habe ich noch nie gemacht. Ja, der Raummusik sagt auch, halt ohne Solo. Aber das ist ja im Takt. Also das müsste ja eigentlich leichter sein wie die anderen Lieder, oder nicht? Nein, es ist nämlich nicht ganz im Takt, wie wir immer spielen. Das schon. Ja. Na, mehr als jetzt zum Beispiel, denke ich mal jetzt das Messing oder die mir raubt nichts mehr Ruhe. Weiß nicht. Na, vielleicht mache ich es dann auf der Ding. Das ist ein bisschen so Dings. Ich müsste es mir wirklich genau im Takt damit vorher anschauen. Das können wir am Donnerstag machen. Aber ich muss mir das anders einstudieren. Die ganzen Nummern, alle, was wir da spielen, das ist alles anders, als wir es so spielen mit dir, weil ich mit dir so zusammensetze. Das muss ich mir jetzt erst einmal anschauen. Ja, aber das schaut an, weil ohne Solo kann das jetzt kein Ding sein, weil das ist ja jetzt mehr als mir überhaupt nichts mehr. Aber machen wir jetzt einmal, weißt du, was vorher noch war? Was ich vorher noch gesehen habe irgendwo? Glaube ich, die meine Rosenstall. Da habe ich auch noch gesehen, wo. Dann haben wir mal. Das sind so viele Nachrichten. Ja. Nachrichten hast du? Ja. Na, da so Chat. Probiert es einfach, sagt der Raummusik. Nein, ich will den Patrick nicht zwingen. Und das ist mir nicht. Nicht probieren, sage ich immer dann die Hund. Ne? Naja, gut, in Wahrheit probieren wir alles da, nicht im Endeffekt, aber. Georg Steurer. Ich stehe noch immer unter Schock. Keine Konzerte mehr. Geht's noch? Ja, ich habe mir gedacht, ich mache einen provokanten Titel. Aber es ist ja tatsächlich so. Also Konzerte, verabschiedet euch von der Idee, dass das im Sommer noch was wird. Wenn es was wird, ist schön, können wir uns freuen, aber also Konzerte gibt es sicher keine. Wenn, dann macht der Heiriger vielleicht auf und wir dürfen vielleicht spielen bei den Heirigen. Maximal. Aber Konzerte in dem Sinn, ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Ja. Also, sage ich mal, wie gesagt, wenn es doch ist, können wir uns freuen, aber... Werden wir sehen. Ja. Raummusik ist größte Kremser Selektion. Jawohl, bei der Rauscher. Gell, stimmt das? Da vorne oben bin, habe ich die gesehen. Jawohl. Ja, das ist also... Wenn Sie ein Wiener Liedmusiker den Namen Rauscher nicht ausschreiben traut, in seinem Namen da. Nein, das ist... Es ist ein wunderbarer Name, ist er das, nicht? Der ist Gitarrist und Musiker und Lautenspieler und Winzer und Schrammelharmonikaspieler und noch dazu Winzer, nicht? Und heißt Rauscher. Peter, ich beneide dich um deinen Namen. Ja. Und herrlich. Ja, der Peter sagt, das Schrammelklang-Festival soll sein.
Nein, Ja, das wird ist nicht auch sein. meine Das wird nicht Information. sein. Wird nicht sein. Also ich würde mich freuen. Ich würde mich wirklich freuen. Aber Und nachdem der Zeno ja in engstem Kontakt mit den Ministerien ist, ja, nur ganz ehrlich, es muss die Gastronomie aufmachen, es müssen die und der, Hotels und der aufmachen. James auch. Und dadurch, ja, es ist interessant, was ich vernommen habe die letzten 2 Tage. Ich bin gespannt. Ja. Warten wir ab. Ja? Ich gehe jetzt einmal von dem aus, was offizielle Lesart ist und von dem her nicht einmal im Ansatz. Ne? Nicht einmal im Ansatz. Aber wie gesagt, also ich bin der Letzte, der das aber das ist ja bald. Gut, es ist schon der Zeit hier auch nicht, bis Juli. Aber dass dann Hotellerie offen hat, dass die Gastronomie Das sind quasi offen hat. fast noch 3 Monate. Ne? Ja, und dort sind Mai, 6.000 Leute Juni, auf einem Juli Haufen. fast. Ja. Aber in 3 Monaten Ja. kann sich viel tun, ne? wenn es Das weg kann sich ist. viel Ne? tun. Da hast du Dann kann auch ich- wieder recht. Also Wenn keine Ansteckungen mehr sind in 2-3 Wochen, und Ja. das schaut so gut aus, und dann sind 6 Wochen keine Ansteckungen, es sind keine Neuinfizierten mehr, was so ist. Sollen wir, Also- sollen wir die nächsten 10 Jahre eingesperrt bleiben, alle? Naja, das ist Ja. Ich spiele mit blöd, Masken, ne? sagt er. Ja, auf der Homepage steht es, ja, sicher auf der Homepage, aber es ist ja so wie die Salzburger Festspiele, nicht? Die sagen ja, nein, wir sagen so nicht an, nicht? Ja, nur ganz Nein, ehrlich. es kann dann ist- so sein, Ja, sag mir. es wird so sein, dass zum Beispiel bei den Eingängen, es wird vielleicht auf 5.000 dann oder 4.000 so reguliert werden, und an allen Eingängen sind 3 Leute mit Fieberthermometer und alle werden Fieber gemessen, die reinkommen. Und so, und das, Glaube ich nicht. alle kriegen eine Schutzmaske. So. Ja, was willst du mit einer Das ist Schutzmaske? möglich. Ja, Notbetrieb Da halt, wird trunken, gegessen und gesungen, nicht? Was willst du mit einer Schutzmaske? Das geht, wie wir gesagt, das ist... ich kann werden wir mir's nicht sehen, werden wir vorstellen. sehen. Ja? Ich kann es mir nicht vorstellen. Zumal eben, wie gesagt, die ganze Gastronomie und die Hotellerie müssen wieder offen sein. Und also so wie es jetzt gelungen hat, ich meine, genau im Salzburger Festspiel, da kommen ja Touristen. Also wenn bis der wieder alles offen ist, dann frage ich mich echt, für was der Scheißdreck jetzt auch war. Ne? Weißt du, was ich meine? Das kann ja nicht Ich bin kein Hellseher, aber ich glaube, das werden wir uns alle fragen einmal irgendwann. Möglich. Ja. Möglich, ja. Nur die kleinen Bühnen vielleicht. So. Ja, es gibt viele Varianten des Kleinen, aber wie gesagt, aber wie gesagt, ich bin der Letzte, der sich dagegen wehrt. Nur ich bin auch der Letzte, der sich an Hoffnungen klammert, die wirklich, wo ich mir denke, na, das widerspricht jeder Realität. Weißt? Also jeder aktuellen. Nicht? Aber, naja, wie gesagt, die Rektalfiebermessung beim Eingang, die fordert der Onkel Ramirez. Zu Recht. Aber da hätte man dann wieder mehr Leid. Ja, eben, das sagt der Benjamin Rüdiner, 5.000 bis 6.000 Leute Events sind sowieso bis Ende August behördlich angesagt. Das habe ich mir immer Dabei, gedacht. die Regierung kann zurückrudern. Das sollte man nicht vergessen. Ja, aber da können sie jetzt auch schon zurückrudern. Also wenn das in 2 Monaten möglich sein soll, dann könnte man jetzt in Stammersdorf spielen können auch, ne? Das sind 3 Monate noch, ne? Bis Ja. dahin zum Beispiel. Bis, dahin. Ja, Bis Naja. Salzburg 4 Monate noch. Ne? Ja, immer, aber wenn man feststellt, das ist nichts, weil wir haben es sind ja kaum Leute infiziert. Ne? Infiziert. Nicht? Aber wie gesagt, dein Wort in Gottes Gehörgang mit jetzt da. Der Andreas Christen ist wieder dabei. Grüß euch miteinander, hab schon wieder zu spät. Habe ich meinen neuen Auspuff am Bike montieren müssen. Ja, na herrlich. Ich habe mir jetzt angeschaut, mein Bike heute, und habe mir dann gedacht, wieder einmal, ja, vielleicht gehört es wirklich mal gereinigt. Es wäre schon notwendig, ja. So, Patrick, was spielen wir? Was machen wir? Wir raubt nichts mehr Ruhe nichts. mal, oder? Ja, Fangen wir eine Strophe, ne? Und Refrain. ja, passt. Passt? Passt, passt. Mir raubt nichts mehr Ruhe. Ui, Bewegungsziel erreicht. Dass der Menschen sollten zufrieden sein, gern resonieren und jammern dann, dass dies und das nicht ganz so ist, wie sie es gern hätten, das ist gewiss. Da ist wie der mein nächster Sport, ein echter Werner, anderer Ort. Er nimmt wie es kommt, kennt kein Verzug, und dort phlegmatisch so. Mir raubt nix mehr Ruhe, es macht mehr Mut. Ich kenn kein
Stimme Glasel Wein und klopft an und wann versucht bei mir an. Das sendet nicht mein Sinn, ja, ich bleibe wie ich bin. Ja, selbst da hätte es sogar ein Nachspiel noch ergeben. Großartig. Warte, ich es ist ja ausbaufähig, diese ganzen Dinge, nicht? Sage ich immer. Ja. Ja. Aber ich hab schon Notizen gemacht, hier das Vogel am Baum habe ich schon aufgeschrieben, ich habe das silberne Kandel schon aufgeschrieben für die nächsten Male und so weiter. Steht alles schon da. Ausgezeichnet. Der macht seine Aufgaben. Der macht seine Aufgaben. Siehst du, der Benjamin Rüdener sagt auch Salzburger Festspiele und so weiter. Ja, haben wir internationale Künstler, ja gut, die könnte man nicht auslassen, aber trotzdem, ne? Wird nicht gehen, ja. Wird nicht gehen. Aber wie gesagt, ja, also ich freue mich, wenn es doch ist. Ja. Irgendwas habe ich noch gesehen. Wie den Animagel, sagt auch Klaus Zeit, jawohl. Jawohl. Herrlich. Ja. Der Red Hartenbrell, Gentle sagt auch, ich bin schon gespannt, wie es da weitergeht. Mir und der Urma juckt schon. Ne? Das glaube ich. Aber wie gesagt, Red Hartenbrell, Gentle, weißt du, falls da mal Fahrt wird, du weißt, womit du ein bisschen Zeit dir vertreiben könntest. Das ist ein kleiner Insider zwischen Schneid und mir. Ein kleiner offizieller Insider sozusagen. Ja. Ui, dieses Lied wird ein Nachspiel haben, mein Herr, sagt der Harry schnell von. Was, das ist von uns oder von wem anderen? Naja. Ja gut, in Chile, der Franz Ruschka, ihr werdet immer besser. Ne, taugt das schon. Ja, wie gesagt, ich traue mich schon immer mehr, wenn wir dann zusammenkommen dürfen. Also theoretisch könnte man das machen, aber es ist halt... Wir sind beide seit 6 Wochen jetzt bald in Quarantäne, also Quarantäne. Ja. Und eigentlich, wenn wir zusammenkommen, ich steige da ein, fahre zu ihm, aber warten wir noch bis... sobald die Museen aufmachen und so weiter, können wir wieder zusammenkommen. Ja, schauen wir mal, wie das ist. Schauen wir mal. Wie gesagt, das ist ja auch, ich habe mir jetzt auch gedacht, ich werde wieder mit dem Motorrad anfangen, schrittweise, klarweise, weil nachdem jetzt manche Spitäler sogar Kurzarbeit eingeführt haben, weil sie keinen Haken haben, na klar, die haben alles abgesagt und es ist halt nichts eingetroffen, Gott sei Dank. Ich mein, sind wir froh, wirklich, von der Seite her sind wir wirklich froh. Es kann ja sein, dass es aufgrund dieser Maßnahmen war, also dann passt es eh. Nur damit ist es sozusagen jetzt nicht das Gesundheitssystem, also weit weg von jeder Überlastung, wie wir auch befreundete Ärzte gesagt haben. Haben wir gedacht, na gut, dann gibt es eigentlich wirklich dann schon langsam kein wirkliches Argument mehr gegen das Motorradfahren, weil das war für mich schon eben das eine Argument, also zwei eigentlich. Das eine war, dass man eben, es ist eine riskantere Freizeitbeschäftigung, wie es so schön heißt, und man hat halt gebeten, es ist ja kein Gesetz gewesen oder so, man hat gebeten, das jetzt zu unterlassen. In Ordnung. Und der zweite Aspekt war, dass ich mir gesagt habe, ja, man muss jetzt nicht Menschen, die hakeln wie deppert aktuell, man muss ja nicht nur zusätzliche Hocken aufbürden. Ne? Naja, nein, und da herumfahren und sich gut gehen lassen und die Leute wissen nicht, was tun sind und so weiter. Also ja, aber wie gesagt, mittlerweile neige ich auch schon eher dazu, mich dann wieder mal, nicht jetzt auf ausgeklügelte Touren, aber doch zumindest dann ein bisschen, wieder dem Motorrad hinzugeben. So. Genauso sehe ich das, darum habe ich jetzt vor einer Woche mit dem Radlfahren angefangen. Ne? Ja. Auch das sollte, hätte man nicht, aber ich meine, ich fahre nicht mit dem Mountainbike oder wo so nicht so. Du, ich glaube, es gibt mehr Verletzte durchs Radlfahren als durchs Motorradfahren. Ja, aber das kannst du so nicht sagen. Gesehen, ja, aber statistisch gibt es ja daheim mehr Unfälle als sonst was, aber das ist ja auch kein Grund, ja. Schon auch gewesen dabei, jawohl. Grüß dich gut. Ja, genau, der Onkel Ramirez, wir werden ohne die Leg gar nicht mehr zusammenspielen können. Das ist die große Angst, wenn wir mal zusammenkommen, wieder der Patrick. Dann schauen wir traurig aus. Ne? Ja. Genau, der Günther Russell, man sollte auf andere anschauen und nicht auf internationale Künstler. Ja, das ist das, was ich versucht habe, irgendwie einmal zu kommunizieren, dass das Ö3 und Co. macht oder die ORF-Radios. Aber ja, es ist alles, wie gesagt, im Prinzip ist alles eine Heuchelei. Genauso wie es im Radio dann groß verkündet, dass die im Rolling Stones und die großen Stars steigen jetzt aufs Internet um. Und man dachte, na, habe die Ehre. Das Ganze ist ausgebrochen, die ganze Geschichte. Und da hat es geheißen, ab Montag ist eine Ausgangssperre, also quasi.
Und was haben wir am Sonntag gemacht, der Patrick und ich? Das allererste. Wir haben einen einen Frühschoppen gemacht und verkündet bereits, dass es ab Montag, am nächsten Tag sofort eine Live-Schaltung geben wird. Genau. Ja, und ich meine, wir haben sofort reagiert und das gleich gemacht. Wir haben reagiert, nicht? Ja. Aber ich glaube, aber Radio und Co. kümmern sich um das nicht. Genauso wie mit der Weinkost vom Höfler. Da haben wir natürlich eine super Geschichte gemacht, ne, mit dieser Weinverkostung. Und was ist in der Zeitung, steht irgendwas von Winzer Krems oder was weiß ich, was steht da Wein. Also die Großen haben immer einen Vorteil, das ist so, das ist keine Nörglerei. Aber mir geht es ein bisschen am Arsch, weil gerade in diesen Zeiten sollten sie eigentlich, gerade die Medien, was dann ein bisschen mal auf die kleineren, meiner Meinung nach. Ja, ich brauche es nicht, es ist uns wurscht. Der Patrick und ich spielen seit 26 Jahren, wir haben noch nie die Großen gehabt auf unserer Seite. Insofern, ich hoffe es, ja, oder wir halten es ohne auch aus. Aber ich denke mir, gerade das ist so eine Zeit, wo es heißt, umdenken. Ja, weg von diesen großen, den Stars, ja, die zu einem leider großen Teil eigentlich es nicht verdient haben. Zu einem anderen großen Teil sehr wohl, aber zu einem großen Teil auch nicht, weil das wirklich Tortenstars sind. Gell, Patrick? So ist es, dahinter, ja. Ich meine, ich sage jetzt wirklich ernsthaft als Künstler. Sind so Eintagsfliegen, sind das so. Das ist ja so, das merkt man oft. Sehr viele, nicht? Und falsche, unechte. Von der Industrie hergezauberte. Ne? Wirklich nur gemachte Leute. Eigentlich, die Personen sind ja zum Großteil wirklich arm. Ich verstehe, also ich kann mir das schon vorstellen, dass man dann da irgendwelche Sachen einwirft von Schlafmitteln und so weiter und sonstigen. Hoppala. Was hast du noch weggehört? Der Stoppe runtergefallen. Geht schon. Und sonstigen, wie soll ich sagen, Bewusstseins, nicht unbedingt erweiternden, sondern eher dämpfenden Drogen braucht. Ja. Weil du holst das ja sonst gar nicht aus. Ne? Ja. Und dann sterben sie mit 25, 30 machen. Ne? Das ist ein Wahnsinn. Schlimm, schrecklich. Aber auch gute waren da drunter, möchte ich nicht sagen. So ein Amy Winehouse zum Beispiel. Ich meine, das ist ewig schade um diese Dame. Ja, aber die ist ja nicht gemacht worden. Die Amy Winehouse ist ja nicht gemacht worden. Ne? Großartig. Die ist ja nie einmal Erfolg halt zugrunde gegangen. Ja. Aber die ist nicht gemacht worden, so wie manche eben so aus diesen American Idol und Deutschland sucht den Superstar und Damene, was weiß ich, wie das heißt. Ja. Ja, mich ärgert sowas insofern wirklich, weil es gibt so viele Musiker und es ist ja, und wenn man das sagt, ja, dann heißt es immer gleich, man ist einer das neidig oder sonst was. Und ich denke mir, Moment, ich bin ein heurigen Musiker, dass der Patrick und ich nicht auf der Playlist von Ö3 sind, das überrascht uns nicht und das wissen wir auch, dass das nicht ist. Wir haben eine Nische, wo das definitiv nicht zu Weltruhm führen wird, ja? Geschweige denn zu Reichtum. Aber also zum Beispiel, dass man gar nicht angenießen wird, das ärgert mich schon. Weil das Wienerlied, ne? Also wenn da einmal irgendein Medium was über Wienerlied berichtet, dann nur vom neuen Wienerlied und aus. Ne? Sowas, oder sowas wie die Kremser Selektion gibt. Ich meine, es sind ja auch keine alten Leute, die da spielen, nicht? Sondern die sind ja Potzenmusiker, die als Quartett, als Schrammelquartett unterwegs sind. Na, wo kriegt man das mit? Normal, nicht? Und das ist halt, aber wie gesagt, das ist Wienerlied, ist mir schon klar, aber dieser ganze andere, jetzt sage ich diesen Begriff, dieser ganze Scheißdreck, der da uns wirklich vorgeworfen wird, das ist eine Sauerei sondergleichen. Und jetzt gerade so eine Zeit wie diese Krisenzeit, habe ich mir gedacht, die könnte man nutzen. Also als Medium. Dann fange ich auch jetzt im Skifahren, Schaß hat man genutzt. Das ist ja so. Ja, kann er nicht widersprechen. Patrick kann da nicht widersprechen. Ja. Es ist halt trotzdem, wir kommen gegen den Dance Monkey nicht an. Das ist ja so. Ja. Spielt der Reich Russland, das Treue, jawohl. Spielt uns aber, das ist leibend, so taugt man das. Bitte, ich muss sagen, aktuell sind es 69 Zuseher. Das ist schön, dass ihr da seid alle. Ja, muss ich ehrlich sagen. Weil ich es gerade gesehen habe. Ja. Da muss ich einen kleinen Schluck nehmen, auf euch. Sehr zum Wohl. Ja, trinke mit. Auch. Ja, danke auch auf dich. Ja. Glaszeig. Brauchst du ein Tuk-Tuk, kippst nicht so leicht um. Vollkommen richtig. Allerdings weiß ich nicht, ob ich mit dem Tuk-Tuk nicht gefährlicher unterwegs bin, als mit meiner Maschine. Patrick und ich, wir haben uns ja Rennen geliefert mit den beiden Tuk-Tuks. Ja, am Biesenberg. Mit den 50 Kubik, also 49 Kubik Tuk-Tuks. Ehrlich, die sind ja Weltmotorrad. Und der Klaus Zetter fährt ja durchs Weiviertel. Der macht ja da
wie er es so Der schön nennt, flitzt er durchs flitzt durchs Weinviertel und erkundet das So wie im Weinviertel. Rennradl, als Flitze. Wir haben schon jetzt 10 Mal oder 15 Mal haben wir schon einen Rennradlfahrer überholt. Einmal drei Damen. Ja. Ich fahre mit den Stollenraffen. Dann auf einmal höre ich von hinten so: Achtung, wir kommen. Denk mal, was ist da? Ziehen sie vorbei. So unglaublich, eine Frechheit. Naja, aber es macht ja nichts. Es geht ja nicht um Rennen. Ne? Nein, nicht. Ich habe eine Durchschnittsgeschwindigkeit, glaube ich, weiß nicht, von 10,5 km/h, wenn der Gegenwind ist, auch noch dazu. Ist Und gescheit. die fahren 25, glaube ich, in der Stunde an Schnitt oder so. Nicht? Oder? Warte, schau, meine iWatch, die sagt zu mir, wenn ich ein Radl anschaue, Bewegungsziel erreicht. Ja, sowas brauche ich auch. Die Ja, nämlich. brauchst du gescheit, ja. Da sieht der Peter von Raummusik sagt, wir sind keine Eintagfliegen, mehr wie die Schildkröten. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Echt gibt's Das ja auch stimmt, lang. Peter, ja. Echt gibt's ja auch lang. Ja. Ja, und wir sind auch über 25 Jahre. Ja. Warte, der Harald Sellinger ist schon wieder zu spät. Sorry, das macht gar nichts, wir sind ja noch da. Wir sind ja noch da. Ja, Patrick, also die Wildcat, der Teufel, ich spreche es aus, Wildcat. Ja, du hast es ja brav quasi, wie sagt man da, geschwärzt. Der Teufel scheißt nur auf den gleichen Haufen. Ja. Ja, nein, das ist wirklich. Rennradl überholt mich. Ab und zu ein Traktor, der Klaus sagt, ja, ich weiß, das glaube ich. Ja, es ist ja trotzdem Ja. ein 50 Kapitel. Ein Traktor hat mich auch schon überholt, ja. Ich Aber bin, kein immer, Neger. ich bin mal mit einem Freund gefahren, mit einem Fiat 500, mit einem alten, in Tirol, auf, und dann hat uns ein Haas überholt. Ein Haas. Aber der ist nicht vorbeigesaust oder was, sondern der ist so vorbeigehoppelt. Hoppel, 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 hoppel. Hoppel, 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 hoppel. Und hat uns dabei überholt. Ja, das war echt, das war so steil bergauf und mit dem alten Fiat 500, das war natürlich ein Kampf. Aber ja, wir sind trotzdem oben angekommen. Aber es war Das war kein Appart. Nein, das war so ein Keine originaler Alter. Nein. Ich hatte einen Freund gehabt, der wirklich ein Oldtimer. Und das war so lustig, wenn ich eingestiegen bin, ist ja wirklich das Auto hat sich so geneigt und das Lenkrad hat sich verzogen. Und dann, wenn es Kann man gekränkt das so hat, richtig vorstellen, ja? ja, und dann, wenn es gekränkt hat oder geschnien hat, dann habe ich bin ich mit einem Taschentuch, habe ich immer innen das Wasser angefangen, wo so einer Krone ist. Das war sehr lustig. So ähnliche Sachen haben wir auch gehabt. Erinner dich an dein erstes Auto. Ja, aber war Vor damals. über 25 Jahren. Aber das war kein Oldtimer. Nein, war original. das war damals noch Das war keiner. original. Ein Skoda-Favorit in typischen Skoda-Blau. Ja. Da ist er drauf gestanden auf allen Teilen Made in Tschechoslowakei. Und da hat es die Tschechoslowakei schon, weiß ich nicht, 10 Jahre nicht gegeben zu dem Zeitpunkt. Das war großartig. Da bei Ihnen ist Eis angerotzt sogar. Wie Ja, wir ja, gefahren genau. sind. Wie man, da sind wir die Harmonika Eisgrotzer. Der Die erste Harmonika, Schrammel, ja. Genau, aus der, in der Die Steiermark. restaurierte, ja. Und da hat die Heizung, die hat nicht wirklich funktioniert. Und jetzt war innen war es Eis. Und das hat beim Fahren, der Patrick hat das Eis angerotzt beim Fahren. Ja. Ja, aber wir sind auch angezogen, waren wir warm, nicht? Weil so Anzug war kalt mit Hauberl und Handschuh drinnen sind wir gesessen, ja. Ja. Aber komischerweise kaum waren wir unten, so 10 Minuten vom Ziel, auf einmal ist Bacherl warm geworden im Auto. Die Heizung stimmt. angefangen zum Ja, Heizen irgendwann wieder. auf einmal, ja. Das weiß ich nicht. Der war ganz eigen. So, was haben wir Besten da? auch fürs Licht, wenn du mit Licht fahren wolltest, hast du einen Fliesenkeil beim Lichtschalter einklemmen müssen. Einklemmen. Das war auch super. Das war, ja, aber das war halt ein mechanischer Schalter und der hat das Federl, der hat nicht mehr gehalten. Ja, das war ein Klassiker. Aber es war meiner. Auch bis hat die Scheinwischer ausgefallen, wenn es gerade Cheat hat. Ja, mein Gott. Hey, Aber hat alles Entschuldige, ich plaudere erst im Nähkästchen. Hat alles Das mich funktioniert. interessiert, aber Hat alles schön war, funktioniert. schöne Zeit, war lustig. Ja. Mhm. Du, der Andreas Christina, der Norbert Schneider, der Ja. die Lieder vom Tanzer nachspielen darf, hat ein neues, meiner Meinung nach furchtbares Lied über die Corona-Krise geschrieben. Das spielen sie auf und ab im Radio. Das kann sein, ich kenne es nicht, weil man keine Radios auch wurscht, aber es ist ja so, jeder schreibt jetzt ein Corona-Lied. Also das war, das haben Darum wir habe uns- ich noch nicht genau. gedacht, der Klaus. Uns Ist wirklich so. haben einige geschrieben, schreibt ein Corona-Lied. Ich habe mir gedacht, nein, das wird jetzt ja jeder machen und das ist irgendwie, das ist sowas von aufgelegt, brauche ich nicht. Und ja, klar, auch jeder ruft, der Joe Walker schreibt aber weil die Musikindustrie dahinter steht. Ja, genau.
Da ist es so. Ja. Ja. Ja, die Susanne Bumm, ja. Hast du auf dem Messenger schon gesagt? Nein, habe ich noch nicht. Aber ich bin schon gespannt. Ich hab meine Geburtstagsgrüße noch nicht angeschaut. Aber Susanne, ich werde mir das schon noch anschauen. Ja. Nee, Woche hole ich auch mein Tafel für meine RC8, der Harald Selinger. Ja, super. Der Schneider ist aber schon ein Spitzmusiker, sein Corona Ja. kenne ich nicht. Also der Norbert Schneider ist nicht nur ein Spitzmusiker, der ist, also muss ich jetzt echt sagen, für österreichische Verhältnisse ein Ausnahmemusiker. Also der hat nämlich nicht nur, weil er gut spielen kann und das alles, sondern der hat ein Format in seiner Musik, Ja. die man in Österreich eben selten findet. Also wie gesagt, gegen Norbert Schneider will ich. Und man darf jetzt eins auch nicht sagen, also ich gönne ihm das, wenn es gespielt wird, der Norbert Schneider ist Jahrzehnte, mehr als 20 Jahre, hat der halt genauso wie mir, ist halt irgendwo aufgetreten, wo es halt gegangen ist und hat überhaupt keinen Namen gehabt, gar nichts. Also er hat sich das wirklich erarbeitet. Der hat einfach nicht aufgegeben. Und jetzt beginnt er seine Lorbeeren entsprechend zu genießen, das gönne ich ihm. Absolut. Absolut. Aber wie gesagt, dieser Corona-Lieder-Ding, ja, ja. Da muss man gleich Schluckerl schenken. Nicht ein Schluckerl. Corona. Der Coronavirus mag keinen Alkohol. Siehst du, der Werner Wichtig hat auch beim Seitenfenster ausgeschaut. Nein, das haben wir nicht kennen, weil der Seitenheber hin war. Beim Skoda. Ja, der Benjamin Rüttner, was ist aus der Geschichte, wenn die vor ca. 40 Minuten erzählt wollten? Ein Ordnungsruf, Benny. Super, Benny. Großartig. Ja. Bitte, Klaus, die Geschichte. Der Georg Scheurer mag, glaube ich, den Schneider nicht. Vom Schneider ist alles furchtbar. Nein, das finde ich gar nicht. Also ich finde ihn sehr gut. Ja, hat sich am Tanzer vergriffen. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, mir gefällt diese Tanzerplatten auch nicht. Aber persönlicher Geschmack. Aber er hat es gut gemacht. Das darf man, also rein vom Handwerk, vom Können her, braucht man gar nicht reden. Also das ist absolut Ding. Aber seine Sachen, also wie er sich und er hat sich dem Wienerischen angenähert und das ist, finde ich, auch leibend. Weil er hat vorher halt englische Songs gemacht und hat sich dann irgendwann seiner Kultur irgendwie besonnen und gesagt, nein, eigentlich müssen die wienerische Sachen machen. Oder zumindest österreichisch, nicht? Oder auf Deutsch. Nicht? Ja, Und aber so zumindest österreichisch-deutsch. Ja, genau, nein, das hat er. Und das war schon, ja. Na, der Raummusik verabschiedet sich. Vierte gut, jetzt muss ich aufhören. Vierte gut, schön, dass du dabei warst, das taugt mir sehr. Servus, Peter Vierte. Ja. Nein, und ja, das mit Tanz. Aber ich glaube, das war dann auch halt so, ich glaube, dass da mehr die Industrie dahinter steckt als tatsächlich der Künstler selbst. Sicherlich, ganz sicher, Ja. natürlich. Ja, spielen kann er schon gut. Geschmäcker sind verschieden. Joe Walker, er kann nicht nur sehr gut spielen, finde ich. Er ist wirklich ein ausgesprochen guter Musiker. Ja. Der Ole sagt, hallo ihr zwei coolen Socken, Patrick ermahnt uns. Bin nur vorbeigekommen, um euch einen Daumen hoch zu geben. Ich muss gleich mal weg und schaue mal, wie lange ich bei euch verweilen darf. Ole, hoffentlich bist du da. Aber schön, Hoffentlich. Gruß aus Oberbayern von meiner Hausbank. Sepp Komet. So, ja, gute Dornröschen-Story. Patrick, willst du erzählen? Na bitte, erzählst du, das ist besser, weil du hast das ja eigentlich gemacht. Ich habe das nicht einmal so mitbekommen am Anfang. Ich habe gerade wunderbares Werner Gmiert gespielt. Also Ja, richtig, genau, das hat auch einer mit Inbrunst. Und einer gewünscht sie und den ganzen Abend schon. Und dann zum Schluss haben wir gedacht, ja, das machen wir jetzt, das passt genannt. Dann passierte Folgendes. Da war ein Gast, der den ganzen Abend nämlich schon ein bisschen provokant war. Der dann Nicht schon ein bisschen viel bösartig, getrunken aber gehabt hat, der ein bisschen viel getrunken gehabt und war dann ein bisschen so provokant schon und hat schon provoziert einfach. Ja. Nein, er war ein bisschen ungut. Und normal bin ich einer, der dann eher einbläht einmal und sagt, Gusch. Oder so, nicht? Ja, das war es ein bisschen anders. War weniger. Ja, und da war es wirklich so, muss ich dazu sagen, dass ja alle ruhig waren. Also da hast du eine Stecknadel fallen lassen können. Die Serie. Und das Werner Gmiert ist eben so ein Schrammlerstück, das könnte man dann wirklich spielen. Irgendeiner hat es heute gewünscht, Patrick. Das könnte man nicht machen auch. Das geht sich aus, ja. Ja klar, du spielst das, ich lasse mich zu, so wie sonst da. Eigentlich Das geht sich super aus, ja. Auf jeden Fall. Ja, der Oli ist noch da, ich freue mich auf ein Lied von euch. Ja, genau, nach der Geschichte spielen wir das Werner Gmiert, passender. Du, Tunja Andrusch. Andrusch steht die Achtel von der Tunja. Also auf jeden Fall war das so, dass wir so da spielen.
und die Leute, also gesteckt voll, das Lokal, und alle mucksmäuschen still. Und geben sie die Musik und die Ganzelhaut bei jedem fort auf und an, auf und an. Und der eine halt schon leicht in Öl auch schon gewesen. Ja, weiß nicht, ist halt ein bisschen lauter und rettet ihm irgendwem an, nicht? Die aber alle ruhig waren. Und von einem Nebentisch kommt nur dezent ein Psst. Und daraufhin hat der das als Provokation genommen und hat also nur mehr herumpsst. Die ganze Zeit. Wir haben gespielt und der die ganze Zeit psst, 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 psst. Und nicht? Das halt, ich habe das geschehen lassen, nicht? Aber ja, wir sind charmant, was gut. Aber ja, irgendwo weiß man dann zu viel. Und wie der noch einmal so psst macht, bin ich aufgesprungen. Und wir sitzen da leicht erhöht dort. So. Bin aufgesprungen, quasi zu ihm vor. Der Patrick hat schon geglaubt, der muss mich aufhalten. Gell? Der Ja, schon ich wieder glaube, der Hand muss ja zurückhalten momentan. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich glaube, heute ist endlich der Goschen. Ich glaube, so irgendwas in die Richtung. Wer war eh nicht? Du bist nur Vierig, aber so Vierig gefahren sogar. Ach so, genau. Heute ist endlich der Goschen oder Schleichte. So irgendwas. Ja, genau. Und natürlich, in dem Moment war mir das extrem unangenehm, weil ja, ich meine, das macht man nicht, ja, was ich gemacht habe, so in der Form. Aber ich war da natürlich Ding. Und dann habe ich gesagt, können wir weiterspielen? Und er hat gesessen, ich habe mich hingesetzt und der Patrick wir haben wieder angefangen, genau dort, wo ich unterbrochen habe. Genau. Auf der Note, mitten im Takt. Wir haben das fertig gespielt. Natürlich war mittlerweile das Schweigen der Leute nicht wegen der spannenden Musik, sondern es war jetzt her. Nicht wegen unserer Darbietung. Wenn man sich gedacht hat, oder wenn jetzt irgendeiner irgendwas sagt, da schlage ich ihn, wahrscheinlich so in die Richtung. Naja, und so war das dann. Nicht? Und am Schluss, also, war dann vorbei und dann haben sich die Leute, also alle haben applaudiert und haben gesagt, super und hin und her. Und ich war aber auch gefressen auf mich selber. Ich bin raus, da haben wir eine Zigarette laut gezündet, haben wir ein Achtel, wirklich, muss ich sagen, reingehauen. Weil ich mich über mich selber geärgert habe, dass ich mich so provozieren habe lassen. Nicht? Aber es hat mir jeder natürlich dann recht gegeben oder jeder hat gesagt, ja, Klausi, super und mein Gott, nein, nicht, aber... Na, wobei, der Herr hat sich dann entschuldigt auch bei mir und bei uns. Ja, er hat sich dann entschuldigt, ja. Aber es ist halt so, diese Situation, die war zerstört. Die war zerstört, ja. Das und war ich verstehe es nicht, warum einer so deppert. Das macht in der Oper auch keiner. Oder in einem Theater. Man setzt sich auch nicht hin und quasselt. Ja, das ist wirklich... Und auch schon vorgekommen. Aber, nein, was mir am meisten ärgert ist, ich verstehe diese Erziehung nicht. Wenn ich ja, irgendwo wurscht wo, in irgendeinem Lokal drin sitze und alle im Lokal sind ruhig, dann kann ich gar nicht aufgrund meiner Erziehung mit meinen Leuten am Tisch herumschreien. Das bringe ich gar nicht zusammen, weil man denkt, heute, da sind alle ruhig, das muss einen Grund haben, was ist da los, warum sind alle ruhig? Ja? Und das ist halt, das hat mich wahnsinnig gemacht. Und diese Situation, wirklich, das ist, und wir haben das oft erlebt, bei gewissen Liedern, da fangen Leute zum Schwelgen an, manche fangen zum Wahnen an, wirklich, weil es einfach Erinnerungen sind. Das ist ja unsere Volksmusik, die hat ja Energie, da ist ja was da. Und dann sitzt so ein besoffenes Arschloch da und macht psst, psst, psst. Versteht ihr? Da wäre ich schon wieder aggressiv. Patrick, okay, komm, bring einen Schluckerl. Ein Schluckerl. Sehr zum Wohle. Sehr zum Wohle. Ja, das war aber das können wir jetzt wirklich spielen, Patrick. Ja, machen wir das einmal. Probieren wir das aus. Was der Reiter hat, vielleicht könnt ihr auch die Worte von Walter von... das, was du gemacht hast, ja. Das war lustig. Doch, das macht man schon, wenn so ein Depp dabei ist. Ja, tun ja, ich danke dir schön. Alle Leute haben mir gratuliert, gell, Patrick? Alle war kein einziger, der Bass war oder so. Gegenteil, die haben alle applaudiert, aber trotzdem, das ist, ja, Störenfried soll mir keine Bühne geben, ja aber in dem Moment hat er es ja gekriegt. Ne? Allerdings hat er wirklich geglaubt, ich schlage ihm gleich. Weil ich bin so aufgesprungen, also die Aggression habe ich ja eigentlich abgebaut mit diesem Aufspringen. Damit war es ja schon entmachtet. Ne? Aber dann wirklich, der Hals ist die Goschen oder Schleichte. Wenn es zu ist, ist es zu, sagt der Fritz Stadtgast. Ja. Was jetzt, wenn einen gibt, der das Mail nicht halten kann, Theaterkonzert, Kino Blutzenkistel, ne? Ja, genau so ist es. Auch der Benjamin findet es legitim. Ich danke euch herzlichst für diesen Zuspruch. Jetzt machen wir das wirklich, ein Instrumentalstück. Johann Schrammel hat das geschrieben.
Herr Klaus gefällt mir noch, der Herr Z. Was hat er geschrieben? Da ist jetzt, darf man im Orchestergraben sich jetzt nicht mehr unterhalten? Im Klaus. Orchestergraben. Da kannst du machen. Da kannst du machen, was du willst. Über den Klaus Z kann ich erzähle euch dann nachher eine Geschichte über den Klaus Z. So, das hast du jetzt davon. Klaus, das hast du jetzt davon. Das hast du jetzt davon. Also, das wäre gemüt. Patrick, du bist bereit? Na, Moment. Johann Jawohl, Schramme. ich bin bereit. Kurzversion, nicht? Ja, aber schon mit den alle Teile. Also die zwei Teile. Spül's einfach. B7. S. No? Gott sei Dank, was man noch gesagt hat, ich war Immer in Beta. Ich wollte. Ja, Ich habe nur gesagt, du greifst so komisch, so G, C, D, aber da ist was falsch. Ja, Muss ich dich kurz erinnern, Gott sei Dank, Gott sei dass Dank. es in S du ist. Nee, das Und dann da war ich lange nicht gekommen aufs S, das sage ich dann. Originaltonart, so ist es geschrieben vom Johann, ja. Ja. Ja, herrlich, herrlich. Na, ja, schau, die Johanna Duschl, erinnert mich an meinen Opa Heurigen Stammersdorf. Ja, das sind halt Ja. die schönen Erinnerungen mit dieser Musik. Ne? Und darum will man das auch hören. Der THG sagt, Aufzug jetzt. der THG sagt, du kannst sie nicht alle töten. Ja, na herrlich, herrlich. Na, schau, es Der gefällt. Georg schreit. Der Georg gefällt mir. Spirktastisch. Schön, Richtig, Georg, gefällt mir. richtig. Schau, die Hette gibt einen extra Applaus für den Patrico. Muss ich mich direkt erheben, ein bisschen so. Nein, das Blätter sieht man mir nicht. Das ist, aber hätte ich ein Bussel für dich. Danke. Onkel Ramirez sagt, und die Weinhaus ist schade. Ja, allein schon wegen dem Namen, nicht? Sag ich. Ja, herrlich. Ja, die Haare raffen sich um einen Stehplatz, sagt der Herr Rudi Korbes. Ja. Ja, Schön, Onkel Rudi, Ramirez- danke dir. Herrlich. Nein, war nicht schlecht. Nein, über Klaus Z kann ich was erzählen. Soll ich das erzählen, Patrick? Ja, welche Geschichte ist das hier? Ja, sicher, der Zös einfach. Ich glaube, der Herr Klaus hat nichts dagegen, der Herr Z. Hoffe ich zumindest. Der Felix Schmollgruber sagt auch, ich hätte den Herrn ganz normal eine Bühne gegeben, dann hätte er sich ausgestellt, aber feig ist. Grüß dich, komm auf, was möchtest du von uns sagen? Ja, das ist, manchmal geht es, bei Besoffenen hast du verloren. Das ist,
Nein, das kann nicht, der Schuss kann nach hinten losgehen. Ja. Ich habe sowas schon gemacht, da habe ich gesagt, ja, was ist das, dann komm du auf und spiel du weiter. Ganz schnell war es ruhig, aber bei dem war es nicht mehr, war das nicht gegangen mehr. Aber das ist, und wir haben Gott sei Dank nicht so oft. Aber natürlich, jetzt Nein, in den ganz 25 Jahren könnte man schon ein paar Geschichten erzählen von so Erlebnissen, ja. Aber das sind halt die Haben Sie negativen schon Sachen. Also. Ich habe gar kein Wasser da, Patrick. Glück, jetzt braucht jetzt auch einen Durst. Ich brauche kein Wasser, ich bin Wein. Ja, na, das erzählen wir. Das erzählen wir vom Klaus Z. Ja, der Klaus Z schreibt nicht, ob man es erzählen darf, aber. Ja, schreibt Nein, er. es ist, Klaus, er schreibt aber auch du musst uns gar Bescheid nichts. geben. Ja, wir warten Nicht aufs muss Kommentar von abbrechen. Klaus. Er weiß wahrscheinlich nicht, was ich meine für eine Geschichte, weil da gibt es ja ein paar. Jetzt grübelt er. Ich grübel aber auch jetzt, was du meinst. Naja, Aber wirklich, das ist eine ne? harmlose Geschichte. Ja. Naja, ich meine die, wo er einen Einsatz gehabt hat in der Oper. Ach so, ja, harmlos. Okay. Ja. Okay. Ja. Da war Aber das ist gute längst Lösung, der verjährt. Felix, Das ist ja 10 Jahre her. So alt schon, glaubst du? Ja. Ja, das ist ewig her. Nein, aber das war so. Da war ich noch mit der Yvonne noch zusammen. Also das ist Nein, aber das muss war ja später. Das, was ich meine, war den Einsatz. Das, was du meinst, ist mit Substituten. ja. Ja, das war was anderes. Ach so, na ich gut. meine das Spätere, da haben wir gespielt am Frühschoppen. Klaus Z, was denn? Ja. Ich erzähl's einfach. Ein Freibrief. Ich erzähl's Klaus einfach. jetzt gewesen. Also, wir haben gespielt am Untergänger Kirchtag Frühschoppen, der Patrick und ich, nicht? Also Frühschoppen, 11 Uhr, natürlich, nicht? Original, da in Untergäng bei der 10er Marie, ist ein vis-à-vis auf der Bühne dort. Und 11 bis 13 Uhr, klassischer Motterkringer Kirtag. klassisch. Und wie es auch so ist, bleibt man noch ein bisschen hängen, war immer so, nicht? Also das ist keine Überraschung mehr. Und natürlich, So ist es. der Klaus Z war auch dabei und hat gesagt, du, pass auf, folgendes, ich habe heute noch einen Einsatz in der Staatsoper, aber nicht lang, nicht? Das ist eine Viertelstunde, 10 Minuten. Der fährt halt hin und spielt die 10 Klaus, Minuten. du musst schreiben, was das für ein Stück war, wenn du dich noch erinnerst, was ihr da gespielt habt. War das ein Liedchen oder was? Nein, ich weiß nicht mehr was. Nein, irgendwas nicht. Schreib bitte. Ja, der Klaus wird es auch nicht mehr wissen. Ja, und auf jeden Fall hat er gesagt, nein, ich fahre hin und wenn es ist, kann ich wieder rauskommen. Ja, und so war es dann auch. Also irgendwann im Laufe des Abends, also weil mittlerweile ist es natürlich Abend geworden, wie es halt immer dann ist beim Untergang Kirchtag. Und der Klaus sagt, okay, fähig, ich muss jetzt fahren. Ne? Und ist halt gefahren mit dem Taxi, und ja, da 3/4 Stunde später da angerufen, seid ihr noch am Kirchtag? Nein, so nicht. Wieso hat er Aber mich stimmt angerufen? schon. Ja, freilich, war das genau. Dann habe ich gesagt, ja, sicher, wir sind noch da, noch voll im Einsatz noch. Ja, ich gesagt, komm wieder. Und dann ist wieder mit dem Taxi rausgekommen. Und wir haben dann wie immer dann natürlich noch, also dann noch bis in die Morgenstunden uns dort unnötigerweise vernichtet. Aber auf jeden Fall ist er gekommen. Aber gemütlich. Aber gemütlich, nein, auf jeden Fall. Na, und dann hat er gesagt, erst, man kennt euch in der Oper. Und ich gesagt, wieso kennt man uns? Und ich gesagt, ja, weil ich bin einmal hingegangen, nicht, habe mich mal umgezogen, bin in die Kantine und der weiß ich nicht mehr wer, ne, wurscht, irgendeiner von seinen Kollegen hat gesagt, da hat er schon, Klaus, jetzt Vorspiel, 3. Akt Lohengrin. Ja, Genau, 3 Minuten. Ja, genau. Ist wegen Klassiker, 3 Minuten ein vor Klassiker. Ort, kriegen wir ein Taxi, ist er in die Staatsoper gefahren und dort 3 Minuten lang auf die Chenöen hinhauen und ich weiß nicht, was du gespielt hast. Und dann wieder mit dem Taxi aus. Und dazwischen war ich in der Kantine und da hat ihm der Kollege gesagt, erst trink einen Kaffee. Na, der Kaffee war schon da. Die sind schon mit dem Kaffee dahergekommen. Alle. Aber da war schon die 16er Buben, gell? Und er hat gesagt, ja, wieso, woher wisst ihr das? Und er ist 3-mal angeredet worden und jeder hat ihm gesagt, weißt du, wer die 16er Buben? Und der hat ihm gesagt, ja, wieso? Naja, weil es so ausschaut. Naja, hat seine 3. Akt Lohengrin. Hat er runtergeschnellt und ist wieder nach Ottergring rausgekommen und dann haben wir unnötigerweise natürlich uns wieder so verhalten, dass die nächsten 2 Tage auch beim Teufel waren. Das ist halt so. Weil wir haben ein gewisses Alter erreicht, wo es nicht mehr so leicht verdaulich ist wie früher. Ja, das ist ein Triangel, Klaus, das stimmt ja nicht. Das stimmt ja nicht. Du hast kein Triangel gespielt. Du hast Das meine irgendwas ich. reingeschäbert. Aber die Ja, Triangel... mit Triangel, ja. 3. Akt Lohengrin, ja.
Nein, das gibt's nicht. Triangel. Wenn der Triangel bist du reingefahren, dann muss ich Das kann oft das ganz Wichtige sein. Patrick! Ja, was? Das Gedicht! Wir haben ja eine neue Rubrik, die hätten wir fast Ja. vergessen. Wir kommen schon zum Schluss. Ja, ja, Und die neue Rubrik, genau. wir haben ja die neue Rubrik ins Leben gerufen, das poetische Wiener Lied. Und bei dem wir jeweils ein Lied, ein Wiener Lied, nicht mit Musik, sondern vortragen mit reiner, also mit rein sprachlich, poetisch. Patrick, ich schalte dich groß und bitte um deinen Vortrag. Ich hoffe, ich kann das lesen. Das hier. hoffen wir Ja, alle. nicht gut, es geht. Oh, das bin ich groß, warte, du musst groß sein. Jetzt bist Gerne, du groß. Worte von Hans Schober und Walter Lechner. Das Gedicht bzw. das Lied heißt Einmal im Monat. Einmal im Monat, da pfeife ich auf Jazz. Ich hab vom Vater so eine Adresse. Ich nehm mein Madel und fahr nach Grinzing hinaus und dudel mich dort aus. Spülen sie's die Schrammen, is mir nicht fad und ich vergiss an Musikautomat. Ich brauch keine wilde Musik, hab sonst kein Verdes. Aber einmal im Monat, da pfeife ich auf Jazz. Und dann dudeli und dann dudeli und dann dudel ich mich aus. Gestern hat mein Vater gesagt, Burheit, gehst mit mir. Da gibt's gar kein Widerred, wann ich zum Wein dich führe. Dort haben wir den Schrammen gelauscht. Ich war für alles verloren. Mich hat's Werner Lied berauscht und ich hab mein Vater geschworen. Einmal im Monat, da pfeife ich auf die Jazz. Ich hab von meinem Vater auch so eine Adresse und so weiter, wieder der Refrain. Ich finde das Lied großartig gelungen, den Text. Absolut. Darum spielen wir es auch gern. Ich komme immer wieder drauf, warum wir gewisse Lieder gern spielen, wenn mir der Text auch in Lese auch gefällt. Also. Ja, großartig. Ist auch eine schöne Nummer. Mir gefällt es auch, weil es ein swingendes Stück ist. Aber ja, und mir gefällt es also diese Begrifflichkeit noch, nicht? Also wo der Begriff Jazz noch Kassen hat, moderne Musik. Nicht? Also alles, was neu war, alles, was modern war, war Jazz. Also das hat mir gefallen. Du, der Oli hat seinen Termin verschoben und kann noch ein bisschen da bleiben. Das ist natürlich ein Hit. So stellen wir das vor, Oli. Genau so stellen wir das vor. Dankeschön. Ui, ich hab schon irgendwas druckt da. So, pass Okay. auf, dann schalte ich mich kurz groß, Patrick. Bitte weil gerne, ich freue mich, was Für du dieses hast. Gedicht, es passt zu deinem. Es passt zu deinem. Ich bin dazu. gespannt. Ja. Ich hab's daher. Ich lasse den Titel weg, weil sonst würde er es verraten, was es geht. Also gleich vorweg. Die Worte sind von Steinberg Frank. Ich weiß es. Herr Spinzerl sagt zu seinem Freund, verändert sind die Leute. Die Ehe ist heute nicht modern, kein Mensch vertragt sie heute. Meine Frau und ich, wir zwei verstehen uns wirklich wunderbar. Wir leben wie die Tauberln schon seit circa 20 Jahren. Die Leute studieren hin und her und keiner kann's erklären. Doch das Geheimnis unseres Glücks, das kann auch jeder hören. Mein Alte sauft so viel wie ich, daher die große Sympathie. Da kommt dabei mir ein System, das ist vernünftig und sehr bequem. Hab ich einen Rausch, es wie ein Haus, nimmt's wie beim Knack und schleppt mit's Haus. Das nächste Mal ist wieder umgekehrt. Ich schlepp mir Alte heim, so wie es ist gehört. Na? Ist das ein... Bravo. Ist das, was Es ist ein guter Text, absolut. Gell? Ja. Gell? Karl Föderl hat es vertont, mein Altes sauft so viel. Das ist einfach, das kannst du nur im Wienerlied haben. Das kannst du auf der ganzen Welt, gibt es kein spanisches Lied, oder wo geht es darum, dass mein Alte so viel tschechert wie ich. Nicht? Das ist, Ja. In Spanien, aber in Irland gibt es das schon.
solche Dinge, dass die Frau genau mitschechert. Glaubst du schon? Ich meine, ja, so. Gibt es Dubliners und so, da gibt's ein paar so Texte, gibt es dort. Ja. Also bei den Inseln, Bei den nordischen Liedern, da bei den nordischen, Finnisch, Norwegisch und so, da gibt es einige so Geschichten. das ist eine harte, das saufen dort. ja, das ist eine harte Geschlechterteilung, nicht wahr? Die Männer ziehen in den Krieg, die Frauen tschechern. Das ist halt, Ja. das ist halt nicht. Ja. Aber schau, es kommen die Österreicher. Ja, Das ist schön, ja. mein Alter sauft so viel weh. Ich finde es auch, also das nächste, ich habe es leider nicht gefunden, weil das hätte ich so gern gebracht. Ich weiß nicht, ist Grinzing denn wirklich so schön? Ich habe Grinzing noch nie, also nüchtern Außer gesehen. nüchtern gesehen. Das ist also, Seit 20 Jahren nehme ich mir vor, ich fahre nach Grinzing nur raus. Oder Blödsinn, Entschuldige, jetzt habe ich es ruiniert. seit 20 Jahren nehme ich mir vor, ich fahre hinaus, schau mir Grinzing noch an Nur auch und fahre gleich wieder ins Haus. ins Haus. Und kaum bin ich dort, Tracht. Ist mir Grinzing ganz wurscht. Ich weiß nur das eine, ich habe einen riesen Durst. aber ist Grinzing so Grinzing. schön, wie gut ist der Wein, dann muss Grinzing der schönste Platz auf Erden sein. Wenn das nicht poetisch ist, das ist schön. Ja, großartig. Ja, Ja. du pass auf, die Susanne Bum, vollkommen korrekt, Ja, erinnert sie uns an die Heiselfrau. selbstverständlich, die Natürlich. Heiselfrau, ja. Susanne, du hast es verdient, weil ich wäre sonst nackt am Haupte, war die sonst den ganzen Abend da Er gewesen. tät sie verkühlen. Wahnsinn erst. Ich war im Zug. Der Nebenhöhlenentzündung hat er nicht. Das ist Ja, aber die Allergie. noch immer. Das ist Ja, interessant. Ja, immer. Aber halt einmal mehr, Ja. einmal stärker, einmal schwächer. Bei mir ist sie wieder fort, wie sie da war einen Tag. Also das ist, Ja, bei Gott sei mir Dank. hält sie sich halt wieder. Ja, hält sie. Aber der Reit hat der Trebelschädel war 88 Mal bei einem ganz kleinen Die Ärzte-Konzert. Auf einmal ist die Band von der Bühne gesprungen und hat einen Skinhead rausbefördert. Naja, ja, na gut, ich meine, du, ich sag dir was, also wir waren, Patrick, kannst du dich erinnern an die Geschichte mit dem Messer, wo der das Messer gezogen hat? Jesus, das war in Neustift am Walde, war das. Und wer hat sich dazwischen gehabt? Wer war das? Sag's Patrick. Der sag's Klaus volle hat sie Leute. dazwischen gehabt. Der Klaus natürlich, ja. Wobei natürlich, Wobei die Messerattacke ja relativ eine Attacke war. Aber naja, das Messer gezogen gehabt. Ja, das Messer gezogen gehabt. Nur es war so, dass der das Messer gezogen hat, an sich, also eigentlich habe ich versucht, denjenigen, der das Messer gezogen hat, zu beschützen. Aber es war so, zwei Gäste haben sich in die Haare Ja. gekriegt. wobei der eine ein ziemliches Viech war, Busfahrer bei den Wiener Linien, ziemliches Viech, wirklich angesoffen, schon wirklich ein Kosten. Und der andere ein Ex-Fußballer. Älterer Herr ausschaut, aber eher schlank und rank. Jenseits der 70, ja. Aber Lange ein jenseits lieber der Kerl, 70, aber ja. halt auch Ganz ein lieber angesoffen Kerl. alles. Und irgendwie haben halt die zwei, ist halt darum gegangen, weil der eine hat immer mitgesungen und der andere will zuhören. Und irgendwie haben sie halt dann ein Wickel angefangen. Und dann hat er das Messer gezogen. Der Fußballer, der Schlanke. Der Schlanke. Aber der Kosten hat er beim Hals genommen und hat er schon da Warte und hat nur in seiner Ferne, ich lass mir nicht das Messer anzusagen, ich lass mir sicher nicht das Messer andrucken. Und Ja, der Alex, der Juniorchef und die haben also versucht, den armen Fußballer mit Messer in der Hand, der im Erstickungstod nahe war, irgendwie so zu befreien. Und das war, ich meine, war natürlich eine blöde Situation, alles. Es waren beide keine wirklich bösen Leute, aber halt Nein, der gar Alkohol nicht. natürlich, ne? Und die haben sich dann aufgeschaukelt. Und dann war es halt so, dass, irgendwie aussehen. Und der Busfahrer, der war richtig, dem hat das so wahnsinnig leid. Der ist draußen gestanden und hat gewarnt wie ein kleines Kind. Weil er ich hab quasi- mein Lebtag noch keinen gewirkt. Der war völlig fertig. Oh, der zieht das Messer. Das ist ja wahr. Nein. Ja, also das war auf jeden Fall, also auch das, selbst in einem Messerfight,
habe ich mich dazwischen geschmissen. mit Alex, da ist gemeinsam. Die Hitten ist mittlerweile abbrennt. Ja, Das ist auch traurig. Ja, so eine schöne Hitten war das. Also schön. im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich Ist wirklich abbrennt. abbrennt, ja, ist abbrennt. Ja. Wir haben da gespielt regelmäßig und dann war es aus, weil natürlich abbrennt. Eine Tragik. Ja. Ja, der Onkel Ramirez, ja, geh nicht gerne ins Kino, weil die Leute, weil man oft daran wickelt, wenn die Leute die Gosch nicht halten können. Ja, das ist wirklich, ich muss sagen, mittlerweile, solange wir noch gespielt haben, bei uns hat sich das tatsächlich gebessert. Also es war eine viel schlimmere Zeit, aber mittlerweile ist das schon so, dass wir eigentlich so einen Großteil an Gästen immer gehabt haben, die zuhören wollten und dadurch selbst schon dafür gesorgt haben, dass nicht allzu laut wird nebenbei. Ne? Ja. Bist ein Held, klar, sagt der Fritz Status. So. aber es ist es so, ich bin in Otterkring aufgewachsen, wie der Patrick auch, und keine einzige Schlägerei. Oh Mann, Wir auch beide nicht. Ich auch viele nicht. Gelegenheiten, keine einzige Schlägerei. Und ich bin Wir nie haben ins uns immer Turnier rausgekriegt. rausgegangen. Immer Ist das rausgekriegt. so? Ist das Immer so? rausgekriegt. Und das war schon manchmal recht lustig mit Mann, weil wir nicht viele Ausländer gehabt haben. Und bei manchen, das war dann irgendwie schon lustig, weil sie es wirklich nicht verstanden haben. Also manche nicht. Den habe ich jetzt irgendwas erzählt und der hat einfach aufgrund dessen, dass er es nicht verstanden hat, dass ich dachte, na, das ist mir nicht frank. Das lasse ich lieber. Aber einige Male, Patrick und ich, wir haben uns da einige Male. Oft. Aber keine einzige Schlägerei. Ich bin Nie, gar nicht. Nein. Nein, ich bin kein Raffer, nie gewesen. Das habe ich auch nie verstanden bei so Zeltfesteln, wo die Leute das auch gern gemacht haben. Oder wo sie, ich meine, ich dachte, mich interessiert das nicht an Wickeln. Und manche haben auch dazu. Auch zum Beispiel früher ein paar Kinder, die waren in Motorradclubs, ja. Und die haben gesagt, na, das ist ein Leibwand, dann irgendwas schafft man sich aus, man sind die Goschen, am nächsten Tag ist wieder alles Leibwand. Da denke ich mir, nein, das interessiert mich Nüsse. Das interessiert mich einfach nicht. Das ist, war nie so. Völlig wurscht. Das ist wurscht. Das ist, was soll das? Lächerlich. Aber wie gesagt, beim Spülen habe ich mich in den Messerfett. Der Arme ist gehängt an der Wand. Hier los, Aber mir das Messer. was mir nicht gefällt, was mir so gedacht hat, war, er hat das Messer nicht auslassen. Das ist. Der gehalten in der Hand, so das gehalten, aber der nichts da. Das wollte ich nicht verlieren, das war der. Ja, aber das war noch so ein alter Kicker. Also wirklich noch aus der alten Riege, der Fußballer. Und da haben wir einige kennengelernt. Also einige Größen auch, gell? Der Samwald, den haben wir In Samwald, aber ja. oft bei uns. Was haben wir War noch? oft bei uns, ja. Da haben wir bei seinem Geburtstag gespielt, von seiner Frau Geburtstag Richtig. gespielt und so weiter, beim Sandwald. Der Ja, Samwald beim war der Sandwald. Tormann, glaube ich, gell? War der berühmte Tormann. War das. Und der andere war der Domänental. Domänental. Richtig. Das ist ja eine Generation noch vorher gewesen. Richtig, also so diese alten Kicker. Nicht? Also ich war nie ein Fußballer, daher habe ich den nicht so kennt, aber der Patrick eher noch und ich habe es dann auch, oder mein Vater hat gesagt, ja, die waren, ich war nicht, vom Wunderteam nicht, oder weiß ich jetzt gar nicht, ne? Aber halt so aus der Zeit, wo das noch, und alle waren Drangler, das war überhaupt nicht, also nicht jetzt Alkoholiker, Nein. aber so alles aus Aber im Frühschoppen am Sonntag hat schon gern kommen. Marischplatz, kannst du ja, erinnern. da sind sie zusammengesessen, nicht? Die Kicker, die Athleten. Und der Bruder vom Buchbinder, von jenem Buchbinder. Genau, vom Pianisten, vom Buchbinder, ja. Ja, schau, der Fritz Statko sagt, ich bis heute noch keine Schlägerei, dafür war meine Freunde schnell und haben mich davor beschützt. Fritz, das ist leiwand, aber ich sag dir was, mich hat nie einer beschützt, weil eigentlich das immer ich war, unbeabsichtigt. Aber ich war immer klar zwar, aber ich war immer der Blade. Und ich war relativ, obwohl ich mich auch immer angeschissen habe, aber ich war trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, selbstbewusst, keine Ahnung, was der Grund war. Nur ich habe auch die anderen beschützt und es war immer mit Reden. Also ich habe nie, und wirklich, wir haben da bei uns gehabt, wir haben gehabt so einen Fußballkäfig vor der Schule und da haben sie die ganzen Gangs, nicht, wie man da früher, die haben sich Die Platten. ja, die haben sich dort verabredet für Massenschlägereien, dann, also mehr oder weniger. Nicht? Und das war dann schon arg zum Teil, weil da hat es Vergewaltigungen gegeben und alles Mögliche. Und da haben wir dann gehabt, also wie in der Oberstufe waren eigentlich rund um die Uhr von 9 Uhr in der Früh bis 19 Uhr, war immer eine Kieberei anwesend. War immer patrouilliert, das weiß ich noch. Da war schon, also die letzten vier Jahre in meiner Schulzeit, da waren tatsächlich, war sie immer eine Kieberei, in Zivil oder in Ding, waren immer da.
Weil da hat es dann auch nichts mehr gegeben. Aber die haben sich dort getroffen, natürlich, und in der Umgebung, nicht? Na, habe ich die Ehre, nicht? Da war es beieinander. Aber ich habe immer rausgeredet. Wie das gegangen ist, weiß ich nicht. Aber ist mir recht. Aber wie gesagt, mir hat keiner schützen müssen, ja. Die Johanna Tuschel spielt ein Instrumentalstückchen vielleicht. Haben wir Später gerade gespielt, Johanna? Wir haben schon gespielt. Wir haben eh schon das Wiener Gmiert auch gespielt heute. Ja. Nein, jetzt machen wir für die Susanne Bumm. Und dann kommen wir schon langsam zum Schluss Ja, eigentlich. kommen wir Also. schon langsam zum Schluss, ja. Ich würde sagen, wir Ja. spielen jetzt noch die Heiselfrau und dann machen wir noch eine Schlussnummer. Genau, Dass wir's nicht- so machen wir das. Ja. Ich fange einmal an. Schädel. Du fängst an und ich hör auf. Genau. Heiselfrau, 2 Strophen, ganz normal durch. Ja, nicht? ja, normal durch. Passt. Normal durch. Sie kennt alle, die jemals am Friedhof dort waren. Künstler und Hackler, Generaldirektoren. Jeder tut sie freundlich grüßen. Egal ob's groß oder klein ist. Dafür hat man ihr was ins Kerl. Wenn er 10 da kehrt man gerne. Mein Schatzel ist eine Heiselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, das Schürzel blau, mit Zinse, oh mit Zinse, aus Stadtlau. Sie kennt alle die Mittel, die sie im Fernsehen bewerben. Duftende Hakel und Hose hat's gern. Fröhlich tut sie das und putzen, wenn man will sie ja schließlich benutzen. Dafür hat man ihr was ins Kerl rein, ja bei der Zinse hört man gerne auf geht's. Meine Schatzel ist eine Heiselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, das Schürzel blau, mit Zinse, oh mit Zinse, aus Stadtlau. Klospülung. Großartig, großartig. Jawohl. Ich habe versucht, die Klospülung noch zu imitieren, ist mir nicht gelungen, glaube ich. Ist mir nicht Hurra, gelungen. die Jazz. Hörst du? Uradig-Jazz. Jetzt habe ich ein bisschen angetrieben, aber es Ja, nein, das ist... ich bin gleich selber außer Atem gekommen direkt. Ne? Na, geh auf. Das Na, glaubt das ist man ja gar nicht. Radfahren wahrscheinlich. Ja, das ist, Du musst was gleich ein Schlückchen vom Perlwasser nehmen. Nimm mir auch noch einen Schluck, nimm mir auch noch einen Schluck. Ich glaube, es hat Sehr gefallen. zum Wohle auf euch. Sehr wohl, der E-Sit 941 ist auch wieder dabei. Natalstromer, schau die Achteln überall, Ballsitz. Güte euch, Russland, Werner wichtig. Zonkos Welt TV, der Reit und Travel Channel, Wiener Helden sagen. Da hätten wir noch ein paar, das kannst du mir glauben. Wo wir echte Helden waren, gell, Patrick? Echte Helden. Echt denn? Jö, schau wer da ist. Jee. Gerade frisch aus der Da Arbeit schau her. gekommen. Da schau her. Was sagt der? Jetzt haben wir die Lisi auch Hol dir wieder ein Glasl geschwind, meine liebe Freundin Elisabeth. Du kriegst ein Schluckerl habe ich noch. Patrick, Urraus nicht. Schau her, Ja. Urraus nicht mit dem Ding. Ja, auf jeden Fall, weil mir der Harry gesagt hat, wegen der Ecke da, ja, irgendwann werden wir schon mal, irgendwann bringen wir was auf den Kanal, aber es ist halt, ich spiel ganz gern privat mit der E-Gitarre oder mit der Jazz-Gitarre, aber ich bin halt, das ist halt nicht mein Ding. Aber irgendwas lasse ich mir schon einfallen. Ja, ja genau, ein Wickel ist nur stressig, lasse ich auch lieber aus. Ja, ich habe das nie gebraucht. Ich meine, ich glaube, wann habe ich angefangen? Ich glaube, mit 12 Jahren habe ich angefangen. Ich glaube, mit 12 Jahren. 2. Klasse Gymnasium habe ich angefangen in Karate-Training. Ne? Und da habe ich mir damals schon gedacht, ne, das mache ich, weil dann kann ich die Leute in die Goschen haben. Habe ich angefangen so, nicht? Mit 12. Und das war aber dann irgendwie nicht mehr so wesentlich. Und ja, hat es mich nicht mehr interessieren.
bitte noch einmal in der Woche der Pfeife auf Jazz, der Klaus Z. Ja, müssen wir eigentlich zusammenbringen, Patrick, oder? Ich hab's sehr einfach, ich kann das vom Blatt spielen. Sag mal die Tonart und ich bin dabei. Das Ganze ist in D-Dur. Oder wie der Nagelquadler gesagt hat, in Tutteltur. Dudeltour. Ja, du pass auf, aber dann würde ich sagen, mit dem verabschieden wir uns, oder? Ja, machen wir aber nur in Refrain, oder? Ja. Schau, Ausblick Wien. Was ist eigentlich euer Lieblingslied? Na, da gibt es viel zu viel. Das sind viel. Aber Ausblick Wien, also, lieber Höfe, ja, ich kann auch sagen, unter anderem, wo mein Lieblingswein herkommt. Obwohl, heute hätte ich dringend Strauch. Aber, ja, Die Ausblick gleiche Wien. Gegend. Ja, aber ja, aber, na warte mal, jetzt sind wir ja da auf YouTube. Aber Ausblick Wien, ihr könnt es da lesen. Schau, ich vergesse immer, dass ich das ja da einstellen kann. Ja, Ausblick Wien ist auch der Nickname für Facebook. Und das ist ein Weltheiriger, Punkt 1, nämlich mit einem Weltausblick, Und eine echt alleine Geschichte. Echt alleine Geschichte, also schaut dort hin, da zum Abonnieren. Ich glaube, jetzt ein YouTube-Kanal wird es keinen geben, glaube ich, jetzt in dem Sinn, aber auf Facebook und so. Abonniert und schaut mal hin. Und wir machen sicher wieder hoffentlich eine gemeinsame Weinkost online, weil das war eine große Geschichte. Ja. Absolut, ja. Zockers Welt TV, Klaus Lee. ja, ich weiß nicht. Wobei, wenn ich Lee lese, ich denke nie an einen Bruce Lee, ich denke immer an einen Felix. Also Felix Lee. Ja. Der Felix Lee. Die Geschichte erzählen wir gar anders mal. Der Patrick erzähl die Geschichte. Der Felix Lee, ein Akkordeonspieler, ein Akkordeonsolist und Musiklehrer aus Wien und Komponist auch von Wiener Liedern, hat den Namen Lee, weil sein Vater ein Hongkong-Chinese war, der nach dem Krieg oder vor dem Krieg in Europa eine Wienerin, also, wie soll ich sagen, kennengelernt hat, lieben gelernt hat und dann wieder angehauen ist. Was ich damit sagen will, ist, der Felix Lee, ein ganz lieber Freund von uns, ein wunderbarer Akkordeonist. Super. Ganz ein lieber Kerl. Komponist, ganz lieber Kerl, eine Größe in der Wiener Szene, Felix Lee. Schaut aus, ich möchte niemanden diskriminieren, aber siehst, der typische Chines im China-Restaurant, wenn du den siehst. Fällt nur der Mundschutz. Kann aber kein Wort Chinesisch. Null. Das ist großartig. Ein lieber Kerl. Also unglaublich. In der Zwischenzeit auch schon, weiß nicht, 83, 84, 85. Ja. Also schon. Und gemeinsam bekannt geworden eigentlich mit seiner Frau, mit der beide Professor Felix und Professor Gertrude Kisser, als das Gola-Duo. Mit virtuoser Akkordeonmusik. Also. Ja. Und ganz liebe Leute, beide einfach. Ja. Aber Felix Lee schaut aus wie der Oberchines, heißt wie der Chines, kann kein Wort Chinesisch. Und das Beste ist, wenn dann viele Leute oft so kommen immer und sagen, der Chines, und der macht den Mund auf und man sieht diesen typischen, wie im China-Restaurant, der sagt zu dir, ja, grüß dich, servus, also ein schöner Abend heute, gell? Das ist unglaublich, was die Sprache dann erst dafür, weil man nicht damit rechnet. Das ist, ganz ein lieber und großartiger Musiker, wie gesagt. Ganz leid. Aber er hat sich schon mal Spaß draus gemacht. Der hat ja zeitlang mit den Spitzbuben, hat er ja ausgeholfen, wie der Schicketanz gestorben ist, hat er dann Akkordeon gespielt, eine Zeit lang bei den Spitzbuben. Und der Toni Strobel hat dann vorgespielt, damals war er relativ jung, noch der Felix, als jodelnden Japaner. Und der Felix spielt die erste Nummer, ohne dass er was singt selber. Und dann sagt er die ersten Worte, der Toni dreht sich um und sagt, da schau her, der Japaner kann Wienerisch. Ja, super. Ehrlich. Nein, aber das war schon super. Ich war einmal vor Jahren, wie er noch gespielt hat, jetzt spielt er nicht mehr, nicht? Aber öffentlich nicht mehr, ja. Und da sind wir hin und der sitzt dort beim Erik und spielt. Und irgendeiner redet da was, quasi auf Hochdeutsch, so wie man halt einen Ausländer anredet. Ne? Entschuldigung, Herr Musiker, können Sie uns vielleicht das Lied... Und er
Den Scheißdreck spüre ich nicht, tut mir leid. Und so unsicher, ich weiß nicht, dass wir da immer so deppert anreden. Na, herrlich, Und ich herrlich. gesagt, oh ja, Felix, schau dir an. Ja, Ich kenne den Felix, seit ich ein junger Bub bin. Also ewig, nicht? ja. Viel gelernt von Ja, ihm. genau, den kenne ich auch ja. schon. Den habe ich schon als Kind, logischerweise, ja. Viel gelernt vom Felix auch, ja. Na, super Musik. Und das war halt immer Hit. Dann so Interpunktion und solche Sachen von ihm, auch großartig. Ja. Nein, war ein Kleiner. Güte, ja, die Weinverkostung war wieder super, sagt der Fritz Startkus. Ja, ich hoffe, das machen wir wieder. Das war sicher gerade. Güterich Russell Karate habe ich noch 30 Jahre lang gemacht. Ja, ja Karate, das hat mich damals schon fasziniert. Also ich habe dann, das war Shotokan Karate, dann habe ich irgendwann dieses Goju-Ryu Karate, habe ich 2-3 Jahre gemacht, das war damals in Kagran. Da bin ich von Otterkring nach Kagran gefahren mit der U-Bahn. Und das war das. Ja, und sonst mich hat das immer interessiert. Ich habe da also lange das Krav Maga gemacht und ja, es war dann irgendwann, es war für mich eigentlich nur mehr, also nicht nur mehr im negativen Sinne, es war für mich ein Sportort einfach. Ja, das war was, weil ich immer gedacht habe, also wenn ich jetzt Sport machen soll, bin ich nicht sehr motiviert. Wenn ich Kampfsport machen soll, dann hat das wenigstens irgendwie ein bisschen einen vermehrten Sinn. Nicht? Aber ja, mittlerweile bin ich hätte ich eher ins Fitnesscenter gehen, aber ich kann ja nicht, das hat ja zu. Nicht? Sonst mache ich das ja. Aber ja, was soll man machen? Kannst du daheim Zementsackel schleppen? Habe ich heute gemacht. Heute haben wir fertig gepflastert. Sehr schön, Ja, sehr schön. Ja. Ich kann jetzt mein Auto und mein Motorrad nebeneinander einstellen auf unseren Grund. Ja. So ist es. Der Zonkus spielt ein Lied vom Lied, nicht? Der weiß ich hat der viel komponiert. Ich kenne keins früher. Der Felix hat einiges komponiert. Ja. Komponiert, aber ich kenne keins früher jetzt da, in dem Sinn. Ja, aber also, der Dings stammt von ihm auch. Ich meine, ich könnte jetzt ganz deppert sein. Deppert, ja. Ich könnte jetzt ganz deppert sein. Ein Lied von Felix Lied. Ich bin ein Wienel. Du wirst lachen. Eine Komposition, die hat er selber geschrieben zum 80. Geburtstag und das heißt 80er Tanz. Ja, und die sind gelesen. Und die fangen so an. Und dann geht es natürlich so weiter. Die fängt da an, nicht? Ja. Das ist großartig von ihm. So mit Augenzwinkern dargebracht. Gibt es auf YouTube, gibt's da ein Video, glaube ich, sogar davon. Also, wenn man Gola-Duo eingibt oder Felix Lee, glaube ich, gibt es ein Video von den 80er. Aber sonst, glaube ich, kennt man nicht wirklich was. Ne? Nein? Bist du gescheit? Schaut der Güterich Russell. Aber der hat eine. Shotokan, erster Dan. Dann zweiter Dan qualifiziert für die WM. Bist du Depp. Na Güterich, na Gott sei Dank, Danke. immer freundlich zu dir hörst. Weil man. Das ist ein Meistergrad. Nein, ich bin ja ich habe keine Meister gemacht. Ich habe keine Meister gemacht. Was machen wir jetzt, haben wir gesagt? Da war er, ja. Na gut, Jetzt, ja. Und mit dem verabschieden wir uns, würde ich sagen, ne? Oder? Ja, ich glaube, das ist Zeit. Meine Herrschaften. Ich glaube auch, dass es Zeit ist, ja. Rudi Korbes macht der Cheese, so wie ich. Ja, naja. Susanne Bumm, ja, ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich es gesehen habe. Wie gesagt, ich habe die ganzen Geburtstagssachen noch nicht angeschaut, weil ich möchte mir das in Ruhe anschauen, möchte an jeden antworten und natürlich antworte ich euch ebenso. Persönlich natürlich. Na gut, und wir verabschieden uns, würde ich sagen, mit einem Monat Pfeifen auf Jazz. Wer eine Spende da lassen will, ein schmattes... Bitte helft uns. Es ist keine Bettlerei, aber es ist ganz nett. Es ist keine Bettlerei, aber bitte lasst einen Schulling da. Ihr findet in der Videobeschreibung Link also Links von PayPal oder von der Kontonummer. Also wenn es quasi, das ist das virtuelle Körperl. Wem es selber nicht so gut geht, auch finanziell, bitte, also nicht für keine Verpflichtung. Ja, also nein, so ist es wirklich nicht. Also. Ja. Na, schau, alle danken. Fritz Status,
Hat immer geglaubt, dann habe ich auf Mimikry, was ist das, gemacht. Tätowierungen und Bodybuilding. Nun welken die Tattoos. Ja, Bodybuilding habe ich auch. Also Tätowierung habe ich nur die eine da. Aber die Bodybuilding hat bei mir keinen Sinn, nicht? Weil da müssen die zuerst die Wampen wegkriegen. Ja, na gut, also ich will sagen euch herzliches Dankeschön, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir sehen einander wieder am Donnerstag. Das hat uns freuen. Wie gesagt, wenn es was da lässt, was besonders leibend, weil wie gesagt, wir gehen davon aus, die nächsten Veranstaltungen werden sie nicht anspielen. Das heißt, wir werden wirklich schon langsam dann einmal finanzielle Probleme kriegen. Aber solange wir es nicht haben, fangen wir nicht zum Sudern an. Der Titel war eben etwas provokant, aber auch mit einem leichten Blick in die Zukunft. Keine Konzerte in der näheren Zukunft. Aber solange wir online uns verstehen, sind wir zumindest da beieinander. So ist es. Das macht wohl Spaß, Patrick, oder? Irgendwie, das ist doch leibend, ja. Und absolut leibend, ja. So ist es. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Donnerstag wieder, allerspätestens. Und dort lassen wir noch kurz was ankündigen. Was ist denn heute Montag? Morgen. Warte, lass mich noch kurz schauen. Warte. Dienstag ist Mittwoch. Patrick, lass mich. Morgen ist Dienstag, Patrick. Morgen ist Dienstag. Also, Podcast? Ja, genau. Morgen geht nämlich auf YouTube dann von mir das Gespräch mit Thomas Gansch online. Also der Podcast, der seit einer Woche ist, wird morgen auch als YouTube zu sehen sein. Und unbedingt anschauen. Ganz leibend. Und das Interview mit Onkel Ramirez, das wird am Samstag auf YouTube online gehen. Voraussichtlich. Wenn ich mich nicht vertue. Also so wird es sein, so wird es passieren und ansonsten werden wir uns natürlich auch noch eben in den Online-Ebenen melden. Und ja, schau, es hat euch gefallen, glaube ich, so wie es ausschaut. Und ich glaube auch, es schaut sehr nett aus, ja. Wir danken euch herzlichst, verabschieden uns mit dem Refrain von Einmal im Monat ab Pfeife auf Jazz. Und wir sehen einander dann wieder am Donnerstag. Dickes Puzzle, eure 16er Buben. Pfiat euch, Papa. Pfiat euch. Also warte, ich muss den Kopf heraus tun. Pardon. Ja, mir war es ja wurscht. Jetzt geht's. Einmal im Monat ab Pfeife auf Jazz. Ich hab vom Vater so eine Adresse. Ich nehm mein Madel und fahr nach Grinzing raus. Dudel mit raus. Siehst die Schrammen, da wird man nicht fad. Und ich vergiss am Musikautomat. Ich brauch keine müde Musik, hab sonst kein Vertess. Einmal im Monat ab Pfeife auf Jazz. Und dann dudeli und dann dudeli und dann dudeli mich aus. Jawohl, pfiat euch gut, Papa. Bis zum nächsten Mal. Servus.